Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Genial. Ich habe wieder richtig coole Gäste dabei. Immer dabei, der Rilo. Peace! Heute das erste Mal dabei, ich grüße ganz herzlich, der Remco. Guten Tag. Und das Gute zuletzt, der Gamewalker, da wieder dabei. Hallo zusammen. Wie geht's euch? Gut. Die Stille herrscht. Angenehm. Ich frage mich, geht's euch gut und nachher alle so still. Ich will zuerst sagen, dass es mir nicht gut geht. Nein, ich eigentlich wollte sagen, siegessicher, aber ich weiss es eben gar nicht so genau, wie wir gewinnen heute. Gibt es überhaupt etwas zu gewinnen, Purzel? Ja, so einen coolen Tasse. Ah, ich habe gemeint, der Vogel. Aber ist gut, ich nehme auch die Tasse. Ist okay. Aber es ist immer die gleiche Tasse, also du musst sie nach einer Woche wieder abgeben und dann für die nächste Sendung. Das ist www. Du darfst sie nur berühren. Und sie wird nicht gewaschen dazwischen. Ich wollte sagen, also Retour gibt sie nur ungewaschen. Der nächste hat noch die vom anderen, vom vorherigen drin. Ihr darf einmal reinspreizen, um sie zu fühlen. Oder brauchst du aber viel? Boah, also so einen grossen Kader habe ich auch nicht. Nein, Die Schweizer YouTube-Szene ist gross. Die wird laufend gefüllt, die Tasse. Aha, es bleibt von jedem Sieger der Kader drinnen bis zum Ja, nächsten. genau. Ah, Der okay. wird Vakuum eingepackt und dem verschlossen. Also nicht kann verdampfen. Gut. Hab verstanden, ist gut, hab verstanden. Wir reden jetzt noch weiter bis zum Tennis, nachher hören wir auf. Dann sind wir fertig für heute. Dann kann ich die Frage beantwortet. Also ich weiss nicht, ob ich bis im 10 mag durchhaben im Fall, aber Nein, wir fangen mal an mit der ersten Frage, hätte ich gesagt, oder? Ja, voll. Die erste Frage ja, ist, machen wir. woher stammt der Begriff Eselsbrücke? Ha, wer will das erstes? Wer wird beantworten? Ich habe das Gefühl, das findet der Game Rocker gerade raus. Darum möchte ich nicht das erste. Wir müssen nicht das erste blamieren. Also, ich kann euch schon sagen, es ist ganz einfach. Es hat im Mittelalter 2 Dörfer gegeben, die sind getrennt gsi durch einen Fluss. Und weil sie Kühe nicht haben können aufeinander biegen, haben sie halt Esel aneinander angebunden und wie ein Salatseil so auf die andere Seite gerührt, dass sie an dem können von der einen auf der anderen Seite über. Das ist ein Eselsbrücke. Hast du jetzt von Wikipedia Wie heißt die andere abgelesen? Stadt? Wikipedia ist etwas für Nichtswissende. Ui, ui, Und ui. wie heißt die Stadt, wo sie die Esel übergeworfen haben? Wahrscheinlich einmal Esel und die andere Brücke. Nicht diese Konfusion, wie da heißt, Infusion, Konfus von Eselsbrücke, oder was? Was stimmt's, oder was? Nein. Ach so. Nein, das wäre jetzt schon gerade ein bisschen sehr krass gewesen. Hätte ich auch gedacht, ja. Aber wahrscheinlich hat es schon mit den Tieren zu tun, mit den Eseln, weil die haben ja lange Ohren. Und wahrscheinlich hat es irgendwie mal so einen Begriff gegeben, wie wenn ein Esel nur noch ein Ohr hatte, hat man dem eben nicht mehr können Esel sagen. Und darum haben sie einen Eselsbrücke gebraucht, um dem Tier einen neuen Namen zu geben. Ich glaube, ich weiß es. Nein. Alter, Scheiße. Wie Warum voll weißt du es? kreativ. Weil du hast nachgeguckt, glaube ich, bei Wikipedia. Nein. Aber ich habe gedacht, ein Wie du Esel, nachgeschaut. wenn du mit dem ja laufst, oder, dann bleibt er ja zwischendurch einfach stehen. Du bringst ihn ja meistens ja nicht weiter, wenn er einmal nicht mehr will. Aha. Und die Eselsbrücke ist die Brücke, wo er einfach nie stehen geblieben ist. Wo jetzt die geht? Oder lieber Rilo, die Eselsbrücke ist vielleicht das Instrument, das man braucht hat, damit der Esel wieder ins Laufen kommt. Das weißt du, das Rüebli vor der Nase. So. Rüebli-Route. Weißt du, wenn ich wenn man dort nur so gelaufen ist? Was hat man genommen? Anstatt das Rüebli? Ja, weißt du? Ja, irgendein Kohl. Oder ein Bruck. Eine Brücke, genau.
Andere Tiere. Ein anderer Esel. Zwischen zwei Esel ist Brücke, darum eine Eselsbrücke. Nein, Also du das meinst- ist genau, Rilo, du hast mich jetzt gerade auf die Idee gebracht. Das ist ganz einfach. Wenn sie ganz, ganz schwere Lasten hatten, die ein einzelner Esel nicht hat können tragen, dann hat man zwei Esel nebeneinander da, hat ein Brett drüber da und dann die schwere Last dort drauf da und sie dann mit der Peitsche angepeitscht, damit sie vorwärts laufen. Und weil es eben nicht so stabil war, hat man gefunden, das ist so nicht so gut wie eine Brücke. Aber es ist gleich eine gute Eselsbrücke, weil wir bringen unsere Last weiter. Tönt schlecht, aber ist auch nicht richtig. Warum Ist auch hat nicht ihr alle richtig. so gut Sind wir auf einem guten Weg? Ja. Hat was mit der Ja, Insel, ja. was in der Brücke zu tun. Das ist Du weißt, schon was Ja heisst, oder? Es hat etwas mit einer Brücke zu tun. mal- Vielleicht ist der Begriff gar nicht aus dem deutschsprachigen Raum, sondern irgendwie aus Latinischen. Ich weiß leider nicht, was Esel auf Latinisch heißt. Ich weiß auch nicht, was Bruck auf Latinisch heißt. Aber Weißt du, was Eselsbrücke auf Latinisch heisst? nein, das weiß ich leider auch nicht. Du weißt, vielleicht Ich weißt du, kann was auch- Eselsbrücke auf Deutsch heisst. Für dich ist Eselsbrücke schon Latinisch. Nein, ist es definitiv nicht. Weil das wird viel komplizierter tönen, wenn es Latinisch wäre. Oder vielleicht ist das Irreführende dran. Aha. Dass es halt einfach etwas komplett anderes eigentlich heisst als eine Esel und eine Brücke. Also du glaubst nicht, dass es um einen Esel oder um eine Brücke geht, bei der Eselsbrücke? Meine Haupttheorie war eigentlich, dass es keine Ahnung was, einen Hans-Georg Eselbrück hat gegeben. Und er war begnadeter Logopäd gewesen. Und hat nachher für irgendwie Leute mit Lernschwäche hat er einfach irgendetwas entwickelt, um sich Sachen zu merken. Und das hat man einfach nach ihm benannt. Und das Ding wäre, Das finde ich geil. das Ding ist was gewesen? Ja, denke irgendein Wort, das man hat müssen aufschreiben. A, O, E, I, was weiß ich was. Dass man sich hat können, den Unterschied zwischen A und O merken oder so. Von Nein. E zu E. Von Esel. Nein. Also, wenn wir wollen jetzt noch einmal von vorne anfangen, weil wir sind anscheinend weiter weg, weil der Purzel reagiert gar nicht. Also müssen wir noch einmal von vorne anfangen. Also, woher stammt der Begriff Eselsbrücke? Also eine Eselsbrücke ist ja eigentlich eine Merkhilfe, wo man sich macht, wenn man sich etwas nicht kann merken. Das Oder? ist korrekt. Das ist ja eigentlich die Eselsbrücke. Aber woher aus der Begriff stammt? Wahrscheinlich vom Esel. Warum vom Esel? Weil der über eine Brücke hat müssen laufen, damit man dort einen können, schlachten oder so. Aha. Warum ist der Esel nicht durchs Wasser durchlaufen? Weil er so nasse Füße hatte und dann wäre es nass geworden. Oh, ich habe einfach so eine halbwegs sinnvolle Idee. Im Prinzip ist ja das, dass du ja einen Merksatz hast, den du auf etwas anderes schliessest, tust du ja mit dem eine Brücke zu dem schlagen. Also zu diesem Hilfsding. Und der Hilfssatz muss ja meistens etwas einfach sein. Also etwas, was sich auch dumme Leute irgendwie merken können. Also irgendwie ein Esel und dann schlägt eine Brücke zum Hauptwort. Das heisst, Klingt logisch. du hast 2 Wörter genommen und das Wort, das der Esel nachher genommen hat, das stimmt, das ist einfach. Ja. Ja, da drauf nehme ich mal ein Schlückchen. Also das heisst, wir sind immer noch weiter weg. So kalt wie mein Getränk ist. Ui, geht so. Also ich habe wirklich das Gefühl, es hat irgendein Esel müssen über eine Brücke laufen, aber ich weiss den Grund noch nicht. Ja, den Grund würde ich gerne wissen. Also ist das schon mal ein guter Ansatz? Warum baut man eine Brücke für einen Esel?
weil der Esel nicht in der Lage ist, über eine normale Brücke zu laufen. Weil der Esel Angst hat vor Wasser und vor Wasser einfach stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt, der Stursack. Darum haben die Menschen gefunden, hallo, du musst jetzt da rüber, ich baue dir extra einen Brug, dass du jetzt dort rüber kannst laufen. Das haben wir so Aber die gelten. Brücke- Korrekte Antwort. Okay. Korrekte Antwort? Ui. Ja. Sicher nicht. Echt? Der Begriff rührt daher, dass Esel wasserscheuche Tiere sind. Selbst schmale Bäche und so Sachen, wenn sie nicht drüber laufen, bleiben einfach davor stehen. Daher hat man dort für die Lasttiere eine Brücke gebaut, um sich Zeit zu sparen, dass man nicht einen Umweg laufen muss. Krass. Und von welchem Jahrhundert reden wir da? 14, 15? 1251. 12? Wow, 51, also, ja. Wow, okay. Was ist älter als die Schweiz? Frage Nummer 2. Ich Muss kann mir jetzt voraussagen, merken, genau nicht. ich habe ein Bild zu dieser Frage als Lösung. Als Lösung? Ja. Dann zeig doch die Lösung. Und wir erfinden die Aber Frage. wahrscheinlich selbst ein Bild will euch nicht auf die Lösung bringen. Ach, Du komm musst, jetzt. du bekommst die Antwort, du musst die Frage herausfinden. Das ist Was? schon mal nicht schlecht. Ist ein Trockenspanner. Ein Trockenspanner? Ja. Einer, der eine im Trockenen Idee. spannert. Ich hätte eine Idee, aber ich glaube nicht, dass ich das darf sagen. Du darfst alles sagen. Ach komm, jetzt ist nicht trau im dich. Kanal. Ja, also es ist einfach er hat einen Spanner und der ist halt mit seiner Sache ist so ausgelaucht, dass er halt ertrocken ist. Dass wo noch leere Luft rauskommt, meinst Ja, du? genau. Also ich glaube nicht, dass es um den Spanner geht, der geht noch spannern, sondern ich denke, es geht um einen Umwandler, irgendein Elektrospannungszeugs, irgend so etwas wird es sein. Und weil ja Elektrizität mit Wasser nicht so eine gute Idee ist, muss man den Spanner ins Trockene legen und darum ist es ein Trockenspanner. Ja, nicht ganz. Schade. Also was, es geht um das Gebiet. Also Elektro ist nicht schlecht. Ich habe immer angesprochen, Elektrik. Ja, ich war Elektriker. Du hast noch eine Elektrik-Idee? Ich? Ja, Nein, ich habe eine ganz andere Idee. finde ich gut. Und zwar nach dem Waschen, dass so quasi die Was Wäsche ist? also die Kleider, und wenn die willst trocknen, so quasi so das Wasser ausdrücken, dann hast du so quasi oben und unten rollen und dann lässt du quasi die Kleider durch, dass das Wasser rausquetscht. Ah, ich weiss, welches Gerät du meinst. Ja, Trockenspanner kann meint er. sein. Eben, er meint den Trockenspanner. Ja, Wie heisst das? Trockenspanner. Wäre doch logisch Trockenspanner, oder? ja, ich hätte jetzt den Wasserquetscher gesagt, aber Ich habe keine Ahnung, wie das heisst. Darum habe ich gedacht, vielleicht ist es ja das. Ich finde Wasserquetschen lustiger. ja, also ich werde mal sehen, wie du jemand Wasser quetscht. Das Echt wird jetzt dabei? echt mal sehen. Also gut, aber beim Abwaschen sind wir, glaube ich, nicht schlecht, lieber Rilo. Ich denke, es geht aber nicht um Kleiderwaschen, sondern es geht um den Abwasch. Also weißt du, so Geschirr und so. Also heute nimmt man ja Zentrifuge zum Wasser wegbringen. Ah, wir müssen wegkommen vom Wasser. Nein, ich sage nur als Beispiel, heute will man Zentrifuge nehmen. Das Wasser rausgeht Ja, und aber dann... beim Abwaschen hat man doch keine Zentrifuge, wenn man Geschirr abwaschen. Also ich wüsste nicht, wer das daheim hat. Egal. Jetzt werfen das Geschirr Wenn Dömmler du rein. Geschirr am Abwaschen bist, so vor allem Schöpflöffel und alle, einfach so grosse Kellen Du und die noch so. quetschen. Nein, die kannst du dann nachher auf so ein Drahtseil aufhängen, das an der Wand befestigt ist, weißt du, so mit einem Höckli. Und das Drahtseil, das ist der Trockenspanner, weil man tut die Sachen drauf spannen, damit es trocknet. Ah, und für darum hat es jedem Kochlöffel innen ein Loch innen, zum man aufhängen. Genau. Genau, Da ist das Lochding. Das Loch ist Ding für den Trockenspanner. genau.
Aber wenn du jetzt so beim Abwasch bist. Also ist das nicht schlecht gewesen, was der Game Rocker gesagt hat? Natürlich ist das nicht schlecht Das ist gewesen. nie schlecht von der Seite. Das ist nie schlecht von der Seite. Ich meine, hat es etwas mit der Lösung zu tun? Aha. Aha. Ah, das ist Aha, nein. Also ja. Also es hat irgendwas mit Trocknen zu tun. Ich denke gerade an Schwämme, wenn du jetzt gerade beim Abwaschen bist. Ich meine, wenn der vollgesogen ist mit Wasser, gibt es da irgendeine Vorrichtung, die nach dem Abwaschen irgendwie nur dazu da ist, um den Schwamm auszuquetschen? Ich voll Ja, überlege. drückst du ihn ja zusammen. Ja, aber vielleicht gibt es ein Gerät für das, wo dann druckt, Kennst du einen Spanner Lehrer? heisst. Ein Lehrer? Ja, der wüsste die Lösung dafür. Ja, aber zum Abwaschen. Jetzt müssen wir noch das Fach haben. Ist es WAH oder ist es eher richtig? NZZ. Okay. Also, irgendetwas spannt. Hä? Irgendetwas muss man ja spannen. Damit. Spannen heisst auch voneinander ziehen. Vielleicht sind es einfach nur die Seile bzw. Drähte, die du da beim Trocknungsraum hast, die so oben durchgespannt sind. Genau. Ja, die blauen. Also, wir haben blaue so Seile, die du in der Wäschküche aufhängst. Das finde ich super. Ja, das ist es. Das ist was? Ein Trockenspanner? Ja. Das ist ein Seil. Dann Draht. Nein, das ist ein Trockenspanner. Ja. Noch wer anders Okay. eine Idee? Ich glaube, es ist etwas Rundes. Also der Schwamm wieder, oder was? Vielleicht. Vielleicht ist Trockenspanner auch einfach ein anderes Wort für Heu. Irgendwie im Trockental. Im Trockental. Trockental. Das kenne ich. Das ist im Vorarlberg. Ah, ehrlich? Was gibt's? Trockental ist Vorarlberg. Das ist eben dort, wo Trockenspanner gefunden ist. Neben Spannen. Der Ort, Spannen und Trocken. Ey, was haltet ihr von Waschstraße mit dem Auto, wo du durchfährst? Hast du doch so eine Passage am Schluss, wo das Auto trocknet? Dann hast du doch da die Fäden, die da so ums Auto rumgehen. Das ist? Vielleicht sind das Trockenspanner. Nein. Nein, Kann das ist ich eben mal einen nicht- Tipp geben? Kann ich mal einen Tipp geben? 50er Jahre ist erfunden worden. 50er. Ah, ich weiß es. Ich weiß es. Ja, ja. Oh mein Gott. In den 50er Jahren haben Frauen so ganz ausgefallene Frisuren gehabt. Und dann haben sie sich ja immer so Locken gemacht mit Lockenwickler und mit Föhn und so. Und es gibt ein rundes Teil, wo man sich in die Haare rein tun konnte. Und das hat Trockenspanner geheissen. Das war, damit die Welle in den Haaren noch welliger wird und noch trockener wird. Und dann das Haar nachher gespannt wird. Das ist nicht schlecht. Sind es nicht die Huben, die du aufgesetzt hast? Das könnte auch sein. Doch, ich weiß, das ist ja Huben. Vielleicht ist es die Haube, die du anlegst unter der Dusche, dass die Haare nicht nass sind, deine Frisur nicht nass wird. Dann spannst du sie dir um deine Frisur. Damit es trocken wird, ja. Nicht? Nicht. Aber ich glaube, es hat wirklich etwas mit den Frisuren zu tun. Hätte noch wer eine andere Idee? Oder eben vielleicht so, wirklich einfach so etwas, wo du über den Kopf spannst, wie eine Badhube oder so. Oder... Nein. 50er Jahre. Ist es in Amerika gross geworden, nehme ich an, weil sonst würde man ja nicht davon reden. Nein, Trockenspanner tut nach Den etwas Trockenspanner kann man jetzt anderem. auch in einem Museum finden. Ah, das gibt es heute gar nicht mehr. Das kann man heute gar nicht mehr kaufen. Da kaufen kann es nicht mehr. Okay. Okay. Seltenheitswert.
Aber dann hat es nichts mit Frisuren zu tun. Ich nehme nicht, dass die einen daheim haben. Ja, 50er, ja. Ja, Okay, du habe eine weißt Idee. Es ist einfach, Jimmy Carter ist ein sehr bekannter Lispler gewesen, und damit er während seiner Rede nicht irgendwie zu viel sabbert, hat man einfach ein Gerät erfunden, um ihn ins Mund können legen, um ihn sozusagen den Speichel abzudingseln. Und Das ein ist es. grosser Spanner. Definitiv. Das ist cool. Das Gerät war schon wer gewesen? Für den Jimmy Carter, US-Präsident. Nein, es war sogar 60er Jahre gewesen, merke ich. Ja, eben. Ja. Nicht für ihn gewesen. Aber es bedeutet in dem Fall, es war ein Gerät, das Menschen für etwas gebraucht haben, damit sie trocken bleiben. Nein. Vielleicht sind es die umweltfreundlichen Windeln, ja, Durchlöhnt, das trocken bleibt. ja genau. Man spannt irgendein trockenes Laken ums Baby herum, damit es trocken bleibt. Das ist der Vorläufer von der Windeln. Für Teile, wo die einfach keinen Stoff haben. Ja, vielleicht haben sie schon Stoff gehabt, aber vielleicht ist es auch. Weiß auch nicht. Plastik hat es zu dieser Zeit noch nicht gegeben. Vielleicht war es Holz gewesen. Von der Brücke. Und man nicht braucht, Genau. die Eselsbrücke. Esselfähli. Also, jetzt mal grundsätzlich die Frage, das Wort Spanner bezieht sich ja nicht auf das, was ihr am Anfang gesagt habt, von wegen Spannen, also im Sinn von beobachten, oder? Das ist abgehakt. Ja, Ursel. kann man davon ausgehen. Kann man davon ausgehen, ja. Weißt du, wieso frage ich jetzt? Ich habe jetzt gerade so gedacht, sie haben doch mal so in der Nähe von Las Vegas so Atombombentests in den 50er Jahren gemacht. Das ist ja recht trocken dort in der Wüste. Vielleicht nennt man das Trockerspannen. Ah! Das war eigentlich eine Trockenspannung gewesen, wegen irgendwie das so dem Radar, und dann hat es einfach irgendwann ins Deutsche falsch übersetzt. Ah ja, könnte auch sein. Der Kamikaze meinst du, wo dies hat? Da wird man es nicht. Andere Idee, sie sagen, mal Lösung zeigen. Aber es gibt ja ein Bild. Das heisst, es ist ein Gegenstand. Das wissen wir schon mal, oder? Im Museum steht es sogar. Also kann es nicht deine Dings sein. Deine Wüste, wo Ja, man logisch, das logisch. hat. Das Museum ist so groß. Dass man ganz Gebiet und in Museum stopfen. Sind wir irgendwo auf einem guten Weg gewesen? Irgendein Thema? Hast du noch irgendeinen Tipp? Würde ich euch das Museum sagen, würde sofort drauf kommen. Was war in den 50er Jahren in gewesen? Toaster. Ein Toaster, genau. Angetrieben von Hamster, oder wie? Nein, Toaster sind in den 50er Jahren erfunden worden. Oder so Waffeleisen. Das ist aber nicht schlecht. Trockenspanner. Wieder spannt sie runter. Macht es trocken. Ja, Küchengerät klingt eben schon noch recht plausibel, weil das ist so wirklich so die grosse Zeit gewesen von 100'000 verschiedenen Küchenhilfen. Das könnte schon etwas sein. Also vorher war Trockenpanner gewesen, zum Toastbrot machen. Der Vorläufer von der Mikrowelle. Der ist nicht Ja, gewärmt, aber- sondern der hat es ausgetrocknet. Genau. Wer isst schon gerne ausgerechnet zu essen? Also ich weiß es nicht. Das war für uns warm gewesen. Ich muss auswählen, kalt essen oder ausgetrocknet warm essen. Ich bin für kalt. Ja, ich gehe. Ja, ob ich es ausrechne, das ist ja ein hoher Fad und so. Ja, schon. Vor allem eine Suppe. Ich kann schnell atmen. Wenn du aufmachst. Oh, mir ist doch ohne. Ja, also ich finde es gerade ein bisschen schwierig, Trockenspanner. Vielleicht ist es auch irgendein Gartengerät. Für was? Für nicht zum Bewässern von irgendetwas, sondern zum etwas trocken zu halten. Aber das macht irgendwie keinen Sinn, weil Pflanzen brauchen Wasser.
Darum macht es irgendwie keinen Sinn. Außer sind Kunststoffpflanzen sein, aus Plastik. Ja, aber nicht in den 50er Jahren. Ich meine, die sind nicht erfunden worden. Aber die Aussage vorher, von wegen, dass das von den USA kommt, ist das von dir bestätigt, Purzel? Von mir, weißt du, woher das total kommt? Müsst ihr nachgoogeln. Aber weißt du, was für ein Blödsinn ich gerade umeinander Ich will denke? mal nachgoogeln, woher das total kommt. Nein, das gibt es heute noch, wo ich jetzt gerade im Kopf habe. Doch, man geht Sag auch das noch Gleiche im mal. Museum rein. Ich habe irgendwo im Fernsehen mal gesehen, dass es so Leute gibt, die für Schnupftabak so ein Gerät haben, wo so kannst du aufziehen und dann haut es das in die Nase rein. Das muss ja trocken sein, sonst... Das tut doch weh. So ein Tipp, dass der Trochmann noch finden wir heute im Museum in Dresden. In Dresden? Ja. In dem Fall ist doch etwas Europäisches. Sogar etwas Deutsches. Okay, es ist schon etwas Ostdeutsches. Ja, ja, Ostdeutsch. Also DDR. Ich werde das jetzt mal das Bild zeigen, ne? Vielleicht kann man Nein, kann man warte. den drauf. Nein, warte. Wenn du das Bild zeigst, dann... Ah, du willst das Bild... Ach so. Das würde dann trotzdem gelten als herausgefunden. Nein. Hey, vielleicht Kassetten. Kassettli. Das ist doch auch mit so einem Spanner. Zum Audio, weißt du? Ja. Ja, das hat aber doch mehr mit Magnetismus zu tun. Gut, das hat auch Spannungen. Ich will mich gerade in das Bild zeigen, glaube ich, wir das herausfinden, weil es gerade auf Stopp was ist. Ich bin immer noch der Meinung, es ist ein Küchengerät oder ein Gartengerät. Ja, wo man im deutschen Hygienemuseum findet. Hygienemuseum? Gibt's das? Nein, ich war auch schon einfach. Ist Kann man Deutsche dort Gartenmuseum. schauen, wie sich die Leute vor 50 Jahren gewaschen haben, oder was? Mit dem Trockenspanner. Haben sie sich geföhnt. Mit dem Trockenspanner. Es steht in einem Hygienemuseum. Ja, ich zeige euch ein Bildchen. Da komme ich nicht drauf. Nein, wir kommen nicht drauf. Das Nein. ist viel zu kompliziert. Ja, glaube ich eben auch. Das da ist ein Trockenspanner. Wir warten gespannt. Das da. What the f... Was ist das? Ich sage euch die Antwort, ich komme da nicht drauf. Also, Ein okay, Trockenspanner handelt sich dabei um ein legiertes Metallgestell. Das ist dort damals zum Trocknen von ausgewaschenen Kondomen gebraucht worden. Was? Zum Trocknen von ausgewaschenen Kondomen. Okay! Ja, Also weißt ich du, sehe. ich bin bei der Form habe ich schon an irgendetwas gedacht, das eingeführt wird, aber Wärst du näher dran gewesen? Okay. Ich habe keine Ahnung, wer das dort gemacht hat, das Ding gewaschen und man gebraucht hat, aber aber schau, da wäre ich mit so von wegen DDR, Armut und so. Wiederverwertbare Kondom. Die hat noch gewusst, was Nachhaltigkeit bedeutet. Die hat nicht einfach das Zeug rekurriert. Okay, krass, das hätte ich niemals. jetzt kommt ein cooles Ding, eine Redewendung. Oh nein, das weiss der Game Rock ganz allein, das weiss ich jetzt schon. Woher stammt die Redenswendung auf den Hund gekommen? Eigentlich ist ja der Valleray Spezialist für Ja, Redewendungen. eben Also, schon, ja. von Bin dem ich her- chancenlos jetzt. Game Rocker zieht es jetzt komplett allein durch, das weiss ich. Nein, der Remco hilft mit. Also mal ganz kurz, was heisst das überhaupt? Ich bin auch gerade am überlegen. Es bedeutet, glaube endlich habe ich etwas herausgefunden. Nein? Ist es nicht mehr so etwas, dass du wie auf etwas Populäres, so auf einen Hype-Train wie auch aufspringst? Hast du eine Idee? Warte schnell, auf den Hund gekommen bedeutet. Ich habe es mal gewusst.
In schlimme Umstände geraten, heißt es eigentlich so ein bisschen. Was? In schlimme Umstände geraten. Okay. Ja. Was? Wirklich? Ja, in dem Fall. Du stehst dem Hund auf den Schwanz, der beißt dich, bekommst Tollwut, kommst ins Krankenhaus. Gerade Und in ganz schlimme Ungelegenheiten. Aber Nachher Tollwut sagt der Arzt ist wieder nicht mal, schlecht. er ist auf den Hund gekommen. Aber das hätte ich jetzt auch gesagt. Du stehst im Hund auf den Schwanz und dann hast du geschissen. Das ist Aber einfach, hat oder? es etwas mit etwas Übertragen zu tun? Also, ob du irgendwie Zecken bekommst oder so, oder halt, Flö. ja. Du kommst von hinten über. Von Enten. Auf die Ente gekommen. Jetzt als auf die Ente gekommen. Vorhin hat der Hund in der Flöhe, jetzt ist die Ente. Also es ist sicher auch wieder eine uralte Redewendung, Auf man die Ente erfunden kommen, hat das im ist eben der zweite Teil. Mittelalter. Und im Mittelalter hat es wahrscheinlich viel so streuende Hunde gehabt. Mhm. Und die haben einen schlechten Ruf, auch heute noch. Und wenn irgendwie jemand einen Scheiß gemacht hat, hat man sich gerade mit diesen Hunden, oder dann hat man den genommen, gepackt, wenn er irgendwie etwas gestohlen hat oder so, und hat den Hund zum Fraß vorgeworfen. Und dann hat man gesagt, der ist auf den Hund gekommen. Irgend so. Oder im dritten Harry Potter Teil gibt's ja so einen Hund, wo so als Unglückstier gilt. Mhm. Und vielleicht hat es das schon im Mittelalter gegeben. Und wenn halt jemand auf so einen Hund ist getroffen, dann ist es so wie als Omen gegolten, dass der jetzt ein Pech hat. Und dann hat man halt gesagt, ja, er ist auf einen Hund gekommen. So von wegen, er ist auf einen Hund getroffen, der Pech bringt. Ja. Wenn wir ein bisschen anders denken. Ja. Ein bisschen anders denken. Ja, Aber ja. auf den richtigen Weg. So denken wie, woher kann man die schöne Tasse kaufen? Unglaublich. Keine Angst, wer hat die letzte Hey. Witz in einer Tasse? Ich bin immer noch nicht so schlüssig, was bedeutet jetzt genau das? Also weißt du nicht, woher kommt die Redewendung, sondern was bedeutet die Redewendung? Das ist mir immer noch ein bisschen unklar. Wenn du im Internet meine Tasse findest zum Kaufen, dann bist du auf den Hund gekommen. Wenn ich im Internet deine Tasse kaufen will, bin ich auf den Hund gekommen. Mhm. Ehrlich? Wenn es unmöglich ist. Es gibt nur eine. Die hat er in der Hand. Mhm. Ja. Aber dann komme ich nicht auf die Erklärung, woher das kommt, weil ein Hund frisst alles, sogar im Purzel seine Tasse, wenn es muss sein. Aber das mit der Eben, auf Krankheit. den ne, Hund bist du auch gekommen. Auf den Hund bist du gekommen, meine Tasse gegessen hat. aber das mit der Krankheit ist nicht schlecht, oder? Von wegen Ja, ist wirklich nicht schlecht. Tollwut. Nicht schlecht, für Frage Nummer 8. Und das ist Frage Nummer 7, oder? Nein, 3. Ah. Was? Die dritte Frage und wir kapitulieren schon? Nein, das gibt's doch nicht. Das ist falsch. Jetzt sind über die zweite Frage kapituliert. Das ist schon wahr. Wir sind schon kapituliert. Ich muss finden, wo man die Tasse kaufen kann. Unter www.schleichwerbung.ch. Ja, genau. Kann man eigentlich für etwas Werbung machen, wo man gar nicht kaufen kann? So wie meine Tasse zum Beispiel. Ich weiss nicht, das müssen wir abklären lassen. Aber wahrscheinlich Ja. bist du einfach auf den Hund gekommen. Weißt, Also das Ding wieso? ist, ich habe halt letztens noch jemanden gehört, der die Redewendung gebraucht hat. Wie alt ist der gewesen? Wie alt ist meine Mutter?
Ähm, ja, 53. Mhm. Also, weißt du, vor 53 Jahren passiert, dass man auf den Hund gekommen ist? Was ist vor 53 Jahren passiert? Denken wir nicht, 70er Jahre. nicht an Hund. Hund. Auf den Ja. Hund. Kann man jetzt auf den Hund kommen? Es ist eben so naheliegend, dass man auf den Hund kommt, wenn man hört, dass man auf den Hund kommt. Ich weiss, wenn er das sagt, wie man auf den Hund kommt, denken die auch, aha, ist ja wohl näher gewesen, auf den Hund gekommen. Also hat es überhaupt etwas mit einem Tier zu tun? Mit dem Hund, ja. Nein, es war eigentlich eine Katze gewesen. Nein, so ein Scheiß, jetzt willst du uns aber verarschen. Aber die Katze ist so groß, ich weiß, das ist ein Hund. Aber der Hund hat jemand reingelegt, wahrscheinlich. Irgend auf eine Art Und und wo Weise. reingelegt? Wahrscheinlich. Wo? Oder wie? Ja, wo oder wie, ja. Also wie, weiss ich schon. Das Herrchen hat ihm einen Knochen gegeben und der Hund hat sich gedacht, der gibt er sicher nicht mehr retour, ich vergrabe ihn jetzt. Wo? Und dann hat er ihn nie mehr gefunden und hat sich eigentlich selber verarscht damit. Wo hat er vergraben? Im Boden. In welchem Boden? Im Hundeboden. Also, dort, wo es Erde hat. Ich meine, gibt es noch mehrere Böden? Das ist noch nicht. Aha, aber ich bin näher dran, in dem Fall. Ich bin näher dran. Der Hund verarscht den Menschen irgendeiner Art und Weise. Der Mensch rührt das Stöckchen, der Hund schaut ihm nach und findet so, gangen doch selber holen. Das ist auf den Hund gekommen. Nein, Nur der Hund kann eben nicht so weit denken, das ist eben der Scheiß. denk mal anders. Denk mal anders. Früher noch. Ganz früher noch, wo vielleicht so vor 50, 60, 70 Jahren. Also verarschen war nicht schlecht gewesen. 50, 60, 70 Jahre. Hat für uns noch keiner gelebt, ich weiß. Ah, ist das dann gewesen, wo Hungersnot geherrscht hat und dann hat es nichts mehr zu essen gegeben, außer Hundefutter und dann hat man den Leuten das gegeben und dann haben sie gefunden, oh, jetzt bin ich aber recht auf den Hund gekommen. Nein. Schade. Hast du noch eine andere Idee? Ich glaube, der Hund hat irgendeinen Mensch verarscht. Ist mal bis jetzt die nächste Antwort gewesen, die wir bis jetzt hatten? Ja, also jetzt das, was er jetzt gerade gesagt hat. Ja. Hungersnot. Was? Hungersnot Aber ist es ist immer nicht noch da? recht weit weg. Es ist immer noch recht weit weg. Aber das ist im Aber nächsten dran. es geht etwas um Essen in dem Fall. Es geht hoffentlich nicht darum, Hund zu essen. Nein, da gibt es keinen Hund zu essen. Okay. Aber etwas, was Hunde gerne haben, eben zum Beispiel Knochen, Fleisch. Gut, Hunde sind Allesfresser, das ist ein bisschen ein Ich Scheiß. weiß Die nicht, fressen alles. ein Hund frisst auch, dann merkt er, es war grusig. Mit so einer Katze. Und zuerst schmeckt und nachher merkt er, es ist grusig. Also Vorkoster oder was? Oder ist es so, weißt du, von wegen, ja, man hätte jetzt eben nicht mehr müssen hungern. Oder ist dann sozusagen, hat er so seine Eltern verarscht, indem man das Essen unter den Tisch hat geschossen zum Hunger. Ah, das ist noch clever. Und der hat noch gegessen. Ja. Oder man hat einfach den Brokkoli, den man nie gern hatte, unter den Tisch gerührt, weil man gewusst, der Hund frisst alles. Das ist etwas für den Hund. Alles, was ich nicht gern habe, mein Abfall frisst der Hund. Wurzel, komm schon, das hat er jetzt beantwortet. Das ist richtig, komm. Nee. Oh nicht, mein Soll ich Güte. Lösung sagen? Warum? Ich würde gerne mal weiterraten.
Weißt du, das Traurige ist, ich mag mich erinnern, dass meine Tochter einmal mit einem Spick in der Hand zu mir gekommen ist und mir 1000 Redewendungen vorgelesen hat, wo die Erklärung dazu gestanden ist. Und die Erklärung ist auch dort gestanden. Ich weiß es ganz genau, aber ich weiß nicht, was dort gestanden ist. Ich glaube, sehr dösig. Ich glaube, ich komme nicht ganz drauf, oder? Nein, ich komme nicht drauf. Also, dösig ist, Ich auch nicht. es kommt von früher noch vom südwestdeutschen Raum. Aber das Sprichwort gibt es auch in der Schweiz. Nämlich früher noch so gewesen, in die Truhen, wo man das Essen in gelagert hat, ist im Boden unten ein Hund reingeschnitzt worden. Und jetzt ist immer so gewesen, wenn man an sich alle Vorräte aufgegessen hat, immer damit, eben nachher den Boden unter der Hund gesehen, damit ist man auf den Hund gekommen. Also wenn man kein Essen mehr hat, Ja. ist man auf den Hund gekommen. Oh mein Gott, okay. Ja, Das ist jetzt so weiss ich, weit. ich bin näher dran gewesen. Ich bin sehr näher dran Ja, ja. gewesen. Ja. Aber zu wenig näher, in dem Fall. Jetzt kommt wirklich eine richtig geile Frage, finde ich. Es könnte sein, dass Sie wissen. Es könnte sein, dass Sie wissen. Das wäre schön. Frage Nummer 4 ist, was bedeutet Vergeilung? Hey, das haben wir doch schon mal irgendwo gehabt, oder? Nein. Vergeilung. Das ist ein Schreibfehler, das hat sie Vergelbung heißen. Nein. Also das Ding ist, das Wort geil heisst ja so ein bisschen im Altdeutschen hat es ja eine andere Bedeutung, als man es heutzutage hat. Ich weiss nicht mehr um was. Das hat etwas mit der Pflanze zu tun, von wegen. Was ist das? Ein anderes Wort gewesen? Ich habe gemeint, es sei in die Richtung gegangen. Was Und schon mal meinst so, du? so Pflanzen, wo verteuern Stimmt. langsam. Du hast recht, Relo. Wir haben irgendetwas so mal gehabt, irgendeine Pflanze, wo blüht und dann sprüht es irgendwelche Säumli oder was auch immer, so Pflanzen raussprühen, raus. Und es gibt irgendwie nur einen bestimmten Zeitpunkt, wo eine bestimmte Pflanze vergeilt. Jetzt nochmal sagen. Du meinst, es ist so eine Pflanze, wo sich weiter pflanzen. Weiter Wo sich vermehren. auch fortpflanzen, genau. Und damit sie sich kann fortpflanzen kann, gibt es einen Zeitpunkt, wo sie eben alle ihre Sämli aussprießt. Und das ist Vergeilung. Nein, das ist so falsch. Aber es ist etwas da gewesen. Reilo, du hast recht, es ist etwas in die Richtung ist es gewesen im Fall. Es ist. Hat es nicht irgendwie mit Verteuern zu tun? Also sprich, wenn die Pflanze langsam durch ist und im Austrocknet. Herbst. Ja, irgendwie sowas. Nicht vergeilt sie. Ja. Nein. Ah Mensch, ich weiß es auch nicht mehr, aber wir haben im Fall wirklich die Aber ich Frage kann euch schon beruhigen, gehabt. es ist schon mal näher dran als beim Hund. Das ist einfach jetzt mit Pflanzen zu tun. Es ist eben ganz eine bestimmte Pflanze, die ich nicht kennt habe, das weiß ich noch. Stimmt das, dass es nur auf eine Pflanze zutrifft, Purzel? Ich sage jetzt mal auf bestimmte Pflanzen spricht es zu. Okay. Auf die Grünen. Genau. Ah, hat es etwas zu tun mit dem Gras? Also, Ja, denke ich auch gerade. wenn das Gras sprießt, dass es nicht höher wächst, aber dann tut man sie eigentlich mähen. Aber das Mähen, du lässt ja das Gemäht, also du lässt es ja liegen. Und dann Geilt. es trocknet ja dann aus. Das heisst, du musst es ja dann wenden. Ja, aber dann wird es ja Heu. Oh nein, wenn es nicht wendest, du kannst es ja dann auch so Silagen und so machen. Das heisst, du hast oben wird es trocken und unten tut es ja vergären. Oder? Das ist doch Vergeilung. nicht das Vergeilen. Nein.
Nicht, schade. Ah, sie wirft irgendetwas ab. Es ist eine Pflanze, die weiter wächst und irgendwann darf es eben nicht mehr weiter wachsen und dann muss es so wie der äußerste Spitze muss abbrechen oder muss eben abgeilen, damit es nicht grösser wird. Nein. Wegen dem Licht? Was ist eigentlich Licht? Wegen dem Licht, ja. Ja, wegen dass die Nachbarspflanze auch wieder kann wachsen. Weil eine Pflanze braucht ja Licht und Das ist die Antwort auf die andere Frage, die ich mir letztes Mal gestellt habe. Über Pflanzen, aber das ist nicht eine Vergeilung. Also haben wir in dem Fall die Frage noch nie gehabt, meinst Ich behaupte ja. Ein Mensch recht viel total genial kann. Ich Aber hat es behaupte irgendetwas mit ja. dem Zeug von einer Pflanze zu tun? Was für ein Zeug? Von Fortpflanzung von einer Pflanze? Nein. Also, nein. du? Das heisst in dem Fall einfach, das ist kurz bevor die Pflanze stirbt, wird sie noch einmal Nein. so geil, nicht? Dass sie eben voll aufblüht und die schönste Seite von sich Ich kann zeigt. ja Das habe ich noch einen kurzen Tipp geben. Was braucht eine Pflanze, damit sie überhaupt kann leben? Wasser, Wasser. Erde, Licht. Wasser, Licht und Sauerstoff, Kohlenstoff. Okay. Ist das jetzt richtig asozial und einfach obwohl, nein, das mache ja jede Pflanze. Ich hätte nicht gedacht, das hat etwas mit Photosynthese zu tun. Von wegen, ja, das ist einfach ein alter Begriff von Umwandlung von Kohlenstoff zu Sauerstoff. Nein. Ich stelle mir gerade vor, wie sie das früher in der Schule gelehrt haben. Wisst ihr? Und dann dann kommt der Sauerstoff und dann vergeilt er. Nein. Nein, so, ja, ist egal. hat es etwas mit dem Licht zu tun. Es gibt ja da spezielles Licht, wo Pflanzen zum Teil besser wachsen. Wenn so, zum Beispiel, ja. Und das Ja, was genau. heißt damit? Also das heißt, wenn du einer Pflanze zusätzlich noch zu normalen Licht auch noch UV-Licht gibst, wächst sie besser. Bestimmte Pflanzen. Die auch vergeilert meinst. Nein. Die Frage ist vergeilen ein Prozess oder ein Zustand? Und in meinen Ohren tönt es eben eher nach einem Zustand als nach einem Prozess. Kann das allenfalls sogar noch zusammenliegen? Aber das ist Wenn ein ich jetzt an Zustand. bestimmte Pflanzen denke, die gewisse Leute konsumieren. Also meinst du nicht einfach... Vergeilen da! Nein, ich meine jetzt spezifisch an diesen Pflanzen selber, dass die selber eigentlich das Zeug sich selber, blöd gesagt, konsumieren. Das so mit dem Licht. Meinst du wie Kokain? Ich kann eigentlich auch... Ast eigentlich, oder? Ja, Marihuana und das Zeug. Koffein, wo Kaffee auch hat. Wenn die Kaffeebohnen. nicht an ist, tut das Koffein selber konsumieren, meinst du? Und wachst du schneller. Nein, das wäre dann eher ein Begriff wie autopoetisch oder so. Ich denke, es geht eher in die Richtung, weißt, Schlangen tun sich ja hüten. Und vielleicht gibt es bei den Pflanzen auch irgend so einen ähnlichen Prozess, dass sie ihre äußerste Schicht müssen abwerfen, damit sie können neues Licht aufnehmen zum Beispiel oder neuen Sauerstoff abgeben. Und der Prozess von der äußersten Schicht abwerfen, den nennt man Vergeilung, weil das ist so wie wenn man die Vorhaut Nein. Oder kann es einfach ein anderes Wort sein für vergären? Also sprich Obst, wo Nein. nachher zu Alkohol kannst. Und so. Nein. Ich muss mich daran erinnern, was braucht das Pflanze zum Leben? Liebe. Gibt noch einen Tipp? Musik. Ich sage jetzt einmal noch einen großen Tipp als Hilfe. Denke mal, eine Pflanze hat etwas nicht, was sie braucht zum Leben.
Dann holt sie sich das Wasser irgendwo. Sie tut die Wurzeln tiefer runtersprießen lassen, damit sie zu Wasser kommt. Nein. Also es ist ja auch so, dass gewisse Pflanzen, irgendwie, wenn sie wenig Licht haben, trotzdem noch wie mehr wachsen, damit sie dann wieder ans Licht herkommen. Und Ah, das, ja. dass sie so ganz lang werden, dass sie sich halt vergeilen. Ja, genau. Das ist jetzt nicht mehr Vergeilung. Genau. Hey, super, Hey. Wenn sie bei Aber- Mangeln an photosynthetischem nutzbaren Licht wachsen, so besteht zum Beispiel bei Gewächs, dass sie sich möglichst schnell, zum Beispiel in mehreren Tagen, zum Beispiel, dass sie pro Tag dann zum Beispiel irgendwie 3-10 cm wachsen, damit sie dann plötzlich noch an Licht kommen. Aha. Das nennt Das man kommt eine mir Vergeilung. Ja, es kommt mir eben gleich sehr bekannt vor Purzel. Wir eben auch, ja. Aber ich habe gemeint, wir haben es noch nie gehabt. Wir meint, wenn sowas gehabt wie, wenn eine Pflanze kein Licht hat, weil sich andere Pflanze irgendwie Schatten macht, dann... Aber wahrscheinlich ist das genau das Gleiche, dann vergeilt sie. Also, wenn ich mich nicht täusche, hast du eine andere Frage gehabt und ich glaube, der Valerie hat ja. Nein, jemand hat die Antwort gegeben und dann hat der Valerie doch gesagt, das ist Vergeilung. Ich glaube, so ist es gewesen. Das kann Ja, sein, das ja. kann auch sein. Das kann Ich auch glaube, sein. der Fremdbegriff genommen, nicht? Der heisst nämlich... Wenn ich ihn noch herausfinde. Du meinst... Etoilement oder Etoilement. Ah, das könnte noch sein. Vielleicht. Ja, Ja. könnte eben noch sein. Ja. Nehmen wir. Auch wenn es nicht latinisch tönt, sondern mehr französisch. Und jetzt kommt eine waschechte Schweizer Frage. 1291. Stimmt, gehen wir zu der nächsten. Wer hat das Rote Kreuz? Wer hat das Rote Kreuz gegründet? Ah, das weiß ich. Nein, Das nein. ist so, Das ja. ist ein Scherz. Die Frage ist, woher stammt der Kaffee Lutz ursprünglich? Wow. Von den Bergen? Woher? Ja. Aus Luzern. Ich würde gerne wissen, wieso das der Kaffee Lutz heisst. Ja, Also Kaffee Lutz ist ja doch ist Kaffee mit Schnaps, oder? genau. So kenne ich es, ja. Kaffee mit Und Schnaps. Lutz ist einfach die Abkürzung für Luzern. Genau. Ja. Also kommt der Kaffee aus Luzern. Also Luzern war so hart besoffen gewesen am Morgen. Und dann einfach das Gefühl hatte, die trinken ihren Kaffee mit Schnaps. Aber wo hat man so einen Kaffee Lutz überhaupt erfunden? Ja, der Fasnacht wahrscheinlich. Irgendwie ist der Kaffee ausgegangen und hat nur den Schnaps getrunken. Und hat gesagt, das nächste Mal machen wir Kaffee mit Schnaps. Nein. Nicht? Also, warte mal. Also, der Schnaps. Von wie viel Prozent reden wir da? 40 drauf. Also, eben, also, das hat doch mit diesen 37 oder 38% zu tun, wo du ihn kannst anzünden. Also, er muss so viel haben, dass du ihn kannst anzünden, oder? Der Das Kaffee heisst, sie haben- anzünden. Ja. Dass du den Kaffee wahrscheinlich hast können warm behalten. Nicht zum Karamellisieren. Weil du hast ja Zucker drin. In Kaffee. Ja. Du kannst auch einfach den Zucker anzünden. Nein, der brennt ja nicht. Also nein, der Das ist Kaffee das- brennt ja dann nicht. Aber das Du musst ist etwas- das ist ja so eine Feuerzangenbowle, wenn dann so irgendwas, wo man den Zucker anzündet. Nein, du kannst das ganze Getränk so anzünden. Also den ganzen Weil du- Kaffee anzünden. Ja, weil er brennt ja ab 37%. Aber du weißt schon, wenn man Zucker und Kaffee tut, schmilzt der Zucker. Ja, eben, das Also, ist ja dann Karamellisierung. Genau. Aha. Aber ich komme gerade nicht raus. Müssen wir jetzt herausfinden, aus welcher Ortschaft kommt der Kaffee Lutz ursprünglich oder wieso dass es zum Kaffee Lutz gekommen ist? Ja, wieso das Kaffee Lutz gekommen ist. Okay. Aber dann können wir sicher sein, dass es aus der Gegend Luzern kommt. Ja, das ist korrekt. Und Luzern ist bekannt für Fasnacht,
für Vierwaldstättersee. Aus welchem Jahr ist der Kaffee Lutz entstanden? In welchem Jahr? Ja. Oder in welchem Jahrhundert? Ja, wahrscheinlich 1292. Hä? Das hat zu Das weit. erste Getränk, das in der Schweiz erfunden worden ist, ist das Kaffee Lutz. Was? Aber Luzern ist ja gar kein Urkanton, das heisst, er ist ja erst später dazugekommen. Du hast recht, du hast Ja, recht. das ist gleich ab 1315, glaube ich, oder 1308, also recht früh. Nicht so früh. Nicht? Nein. Ah, Hey. also das Getränk jetzt erst seit später im Fall. Ja, was ich bin. Ja, ich hätte gesagt, irgendetwas 17. Jahrhundert. Noch andere Oder, Möglichkeit. nein, man hat jetzt erst Kaffee gebraucht, das heisst, Amerika hat müssen Ja. entdeckt worden sein. Das ist wann gewesen? Also Kolumbus ist 1494 oder 95 in den Bahamas angekommen. Bis sich Kaffee dann in Europa verbreitet hat, Mitte 1500, 1600. Bis noch in die Schweiz gekommen ist es etwa. Ja, ich hätte jetzt knapp irgendwie gesagt 16, ja 1600. Ja, oder fast 1700 hätte ich jetzt sogar gesagt. Und ich glaube, das hat irgendwie etwas mit dem Krieg zu tun, der in dieser Zeit geherrscht hat. Damit man die Soldaten am Morgen wach gekriegt hat, hat man einen Kaffee gegeben und damit man sie aufs Feld gebracht hat zum Kriegen, hat man noch ein bisschen Schnaps drin, damit sie es nicht gemerkt haben, was sie eigentlich mitmachen. Also du meinst aber jetzt, sie während dem 30-jährigen Krieg irgendwie gleich noch motiviert waren? Genau. Und dann haben alle gefunden, «Ui, das ist aber starker Tubak, starker Kaffee, jetzt los, hopp, rein!» Also eigentlich hat man es als Droge gebraucht, würde ich jetzt mal behaupten. Wie Nein. Opium. Vielleicht war es auch umgekehrt gewesen, vielleicht haben sie Schnaps wollen und dann haben sie gefunden, sie wollen noch ein bisschen länger wach bleiben, also leeren sie noch ein bisschen Kaffee drin. Ah, du meinst, da ist so eine Schnapsglas nicht mit. Da steht da ist so. Ja, nein. Aber Ja, ist das mit dem Anzünden wirklich so daneben? Weißt du, das hast du können warm behalten? Ja, schon. Okay. Also Das ich gut, dass glaube man ja- eher, dass es mal einen Priester gegeben hat in Luzern und der hat irgendeinmal die falsche Flasche verwünscht, der hat Wein trinken und hat dann aber die falsche Flasche verwünscht und hat dann so eine klare Brühe gehabt und hat gefunden, oh nein, das kann ich meinen Gläubigen nicht sagen. Ich tue jetzt so schnell ein bisschen Kaffee rein und sage, ich habe Kaffee getrunken. So ist der Kaffee Lutz entstanden. Mhm. Am Anfang, wo man ja Kaffee getrunken hat, haben wir ja noch nicht so genau gewusst, wie wir das zusammen machen. Also, weil es ja hure bitter war, hat man irgendwie so mit experimentiert und vielleicht hat man halt das Gefühl gehabt, ja, tun wir doch einfach mal starken Alkohol rein. Dann tut vielleicht die bittere Note auch neutralisieren. Wäre eine gute Möglichkeit, aber die ist leider falsch. Ey, ich habe gerade eine Idee. Ist das nicht so selber eine Zeit gewesen, wegen Thema Pest und so? Weißt du, dass du etwas hast bezüglich sauberem Wasser, dass einfach das mit Alkohol gemacht hast? Wegen Viren und Zeug und Sachen, die könnten drin sein? Das ist ja jetzt auch wieder Ara. Leeren Schnaps rein. Zum Wasser reinigen. Vielleicht haben sie es am Anfang nur mit Schnaps gemacht und gar nicht mit Wasser. Zum sicher Also, gehen. sind der Kaffee mit Schnaps brüht? Aber Ja, Wasser war ja verunreinigt gewesen. Aber Ja. Schnaps nicht. ja, weil sie Ja, Alkohol verbrannt. drin hat. Du hast Schnaps Also- noch und im Wassertank gelernt, kannst du den Kaffee braut. Ja, kannst du, dass man einfach Wasser und Kaffee zusammenmixt, hat man einfach Wasser mit Alkohol zusammengemixt. Boah, ist ja stark. Also ich glaube, es hat ich habe eine andere Theorie. Ich Ja. glaube, das ist die erste Kinderschutzmaßnahme gewesen, die es gegeben hat in der Schweiz. Weil Kaffee ist so beliebt gewesen im 17. Jahrhundert, dass alle, sogar Kleinkinder, Kaffee getrunken haben. Und damit Kinder nicht mehr Kaffee trinken, haben die Erwachsenen Schnaps reingelernt und gefunden, hey, du hast Alkohol drin, das darfst du nicht trinken, wir trinken das. Das ist ja der Grund übrigens, warum die Kinder die ganze Nacht durchbrüllen. Also ich Kaffee bekommen. Genau, das ist nur von damals. Nicht? Komm jetzt, Purzel. Nein. Wieso sollte man Kaffee austrinken? Warum?
Ja, also ich kann nicht verstehen, wieso man Kaffee Lutz trinkt. Das ist jetzt einmal, ich finde, wir sollten Kaffee trinken, wie der Kaffee trinkt, wie man ihn trinkt, nämlich schwarz. Oder ist es. Vorher bei meiner Antwort hast du irgendwie recht begeistert dort oder halbwegs. Vielleicht haben wir ja Kaffee am Anfang gar nicht warm getrunken, sondern halt einfach mit normalem Wasser und halt um ein Wärmegefühl zu bekommen. In den kalten Wintertagen haben wir einfach starken Alkohol drin. Wäre eine Möglichkeit. Plausibel. Naja, macht Sinn, aber Dass es im Winter nicht eingefriert. Ganz der einfach. Kaffee Ja. wäre auch eine Möglichkeit. Ist auch nicht mehr so schlecht. Alkohol gefährdet nicht. Also was tut man für Schnaps drin? Eigentlich Kirsch oder Zwetschge, oder? In Kaffee Lutz. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube. Ja, Und das, ich glaube, ja. das ist eigentlich schon eher so ein bisschen süßeren Alkohol. Also wäre es schon anstatt Süßstoff drin, ein bisschen Schnaps drin, damit es ein bisschen besser schmeckt. Ja. Aber ich glaube immer noch, es ist aus Versehen irgendwie passiert. Irgendjemandem ist eine Flasche umgekehrt und in den Kaffee rein und der hat das gar nicht gecheckt und der hat er getrunken und gefühlt so, hey, das ist nicht fein. Nein. Ich habe noch mal eine ganz dumme Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das absolut verwechsle und ich weiß, es wird Leute geben, die mich dafür hassen, aber falls ich daneben liege. Aber Luzern bezüglich Fasnacht ist das dort, wo der Morgenstreich ist, oder zu Basel? Jetzt habe ich voll den Hänger. Ich glaube, es ist Der Morgenstreich ist zu Basel. Das ist zu Basel. Ah, nein, weißt du, ich habe eben gedacht, dass die Leute vielleicht Aber ich ist ja wach bleiben oder so am Morgen, weißt Ist du? ja vorhin nach Luzern gewesen. Nein, jetzt ernst. Was? Der Nein, Morgenstreich. sicher nicht. Nein, so ein Seich. Es gibt nur einen Bin Ort. ich in Aber ich habe- Basel, in Luzern gewesen und habe gemerkt, aha, die Luzerner, das die Nacht machen, den Morgenstreich machen, trinken einen Kaffee Lutz. Also müssen wir das in Basel auch machen. Also wenn Oder, andere Theorie, wir haben es ja schon von Kondom und so gehabt, vielleicht hat er das als erstes Verhütungsmittel gegolten, wo man das Gefühl hatte, das würde etwas bringen. Nachher hat man festgestellt, oh nein, es bringt nichts, aber wir trinken gleich weiter. Ah, der trinkt man ja, tut man das Kondom hineinlegen. Du musst spülen. Das Kondom war eigentlich der Filter gewesen. ich glaube, ich glaube eher umgekehrt, wenn dann, oder? Ach Mensch. Was? Du Game hast Over. den Kaffeekondom also- in Was der Braut. Abtreibungsmittel? Als Nein. Abtreibungsmittel, ja genau. Nein, ich habe eher gemeint, dass es halt eher dazu kommt, so muss ich sagen. Ja, natürlich, aber da hat man ja früher nicht gewusst. Ja. Das haben weiss sie schnell ich jetzt. herausgefunden. Also, wer kommt auf die Idee, Alkohol in Kaffee zu tun? Also wirklich einmal so. Warum macht man grundsätzlich. das? Wer kommt Was soll auf das so eine bewirken? Idee? Viren. Viren? Also Alkohol schützt vor Viren. Krankheiten, das ist sicher Ja. so, ja. Und Aber was vielleicht ist es hilft auch wirklich noch? Medizin, aus medizinischen Gründen. Wenn jemand Bauchweh gehabt hat man gewusst, komm, wir Warum- geben ein bisschen wa- Koffein, warum wir hat geben die ein bisschen Bauchweh Alkohol, gehabt? dann wird's... Wie? Warum haben die Bauchweh gehabt? Wegen dem Warum? Kaffee. Nein. Wegen? Wieso? Wegen der Weil was Cholera? gefeiert. Nein, wegen der Fasnacht. Aber wegen Cholera. Und Cholera. dann haben sie halt irgendwie etwas Desinfizierendes wollen. Nein. Ja, oder einfach etwas Grusiges gefressen. Einfach etwas Grusiges gegessen, das nicht mehr fein war. Und dann hat man das müssen mit Alkohol... Was haben wir denn vorher noch gegessen? In der Schweiz? Brot. Verschimmeltes Brot zum Beispiel. Was sonst noch? Herdöpfel. Also etwas, was es zu Luzern rum gibt, oder was? Da kann man die ganze Schweiz essen, wie überhaupt. Ja. Also Reis hat es wahrscheinlich noch nicht gross gegeben, weiß ich nicht. Ja, Käse halt. Ja, Käse, genau. Luzerner Rahmkäse. Sagt viele. Ah ja, voll! Jetzt denke ich gerade so als Fondue, weil du tust ja zum Teil auch Kirsch drin und nachher trinkst du noch einen Kaffee irgendwann einmal. Zum Zvieri oder so. Wir haben das einfach zusammengemischt. Trink eine Da Ziffer hat es eine fast mal. völlige Kirsch gehabt, von da kommen heute noch ein bisschen Kaffee hier. Zeitmangel, weißt du? Das ist... Zeitmangel, nein, ist nicht wegen Zeitmangel gewesen.
Aber Käse ist nicht schlecht. Also, die Frage. Meine Frage ist nie schlecht. Also, das stimmt. Aber es geht sicher darum, dass man zuerst etwas gegessen hat und nachher hat man das Kaffee genommen. Warum? Zum Verdauen. Was haben wir gegessen? Etwas Etwas Schwer Schweres. gegessen Ja. hat. Was? Wir müssen alle vorreden, lange nicht reden. Wer will die Antwort sagen? Was haben wir gegessen? Ja, los jetzt, sagt. Sollen wir sie alle schön höflich warten? Ja, aber irgendwie etwas Schweres habe ich gegessen. Weißt du wer? Ja, Schwer irgendeine verdaulich. Haxe. Irgendeine Haxe oder Weißt du, irgendeine halbe Sau. Weißt du, oder wer irgendwas. verdaulich? Ins Vorher schon mal gesagt. Nur nicht raushauen. Das ist schwer verdaulich. Herdöpfel? Nein, das ist nicht so schwer verdaulich. Nein. Was hast du gedacht? Käse? Was mit Fondue? Käse? Fondue, genau. Ja. Das ist die Antwort. Das Fondue? Ja. Also, ins Vorher Hä? gesagt, wir hätten. Check's nicht. Also, Kaffee entstanden beim 18. Jahrhundert, als in der Innerschweiz Konsum von Brandwein pro Kopf bei etwa 13 Liter im Jahr gelegen ist. Da ist vor allem für Bauern und für Heimarbeiter sein, die schon früh am Morgen anfangen, so einen Kaffee Lutz zu trinken. Das hat helfen, den am Vortag schwer verdauliche Kässpeise besser zu verdauen. Okay, Ja, krass. Krass. Nicht mehr nichts. Nicht schlecht. Okay, super. Gut gemacht, Rilo. Was? Wieso? Du hast doch das mit dem Fondue gesagt. Ja, aber zu einer komplett anderen Antwort. Nein. Ich muss mich ganz kurz ausklinken. Ich komme gerade wieder. Entschuldigung. Ja. Ja, ganz schnell. Wir können in dieser Zeit vielleicht mal noch ein kurzes Minigame machen. Ein Minigame? Nie. Mhm. Ich kann jetzt Sterne sammeln. Wie viele Fragen haben wir bis jetzt gemacht, ist die Frage. 4, glaube ich. Und das 4 oder 5 ist Minigame nicht finde ich relativ cool eigentlich noch. Ich muss nur schnell Führer kraxeln. Vielleicht erinnert euch schon mal an. Ich kann jetzt schon mal. Ich kann es euch jetzt ganz schnell noch einfügen, theoretisch. Das Minigame nennt sich Abo-Rating. Ich kann gern Zimmer röteln, wenn ihr wollt. Da habe ich auch nichts dagegen. Abo-Rating. Abo-Rating nennt sie sich. Wie viele Abos hat der Purzel? Das ist nur die Frage, ob man das reinfügen kann. Vielleicht kann man das schnell. Weißt du, noch schnell den Bildschirm teilen. Der geht gerade gar nicht. So, Puh. Schöne Word-Tabelle. ich nehme es ein bisschen kleiner. Es ist eine schöne Wörtertabelle, ich weiß. So, ich hoffe, man sieht es auch schön gut da drinnen. Kann ich irgendwie reinzoomen? So, wir haben hier unten. Mach es ein bisschen noch. So, wir haben hier eine Rang von 1 bis 10. Aber wenn Zahl ist schon mal drin und es steht, hoffe ich, sehen Sie auch. Jetzt kann man auch gerne über das ganze Bild machen, das wird ein bisschen besser sehen. Ja, gerne. So. Klick, 20 Minuten. Genau, so. In der Abonnenten, es sind da Abonnenten und haben da Schweizer Zeitschriften. Jetzt ist die Frage, welche Zeitschrift hat wie viele Abonnenten auf YouTube? Auf YouTube? Ja, auf YouTube. Schwierig. Und einige sind noch nicht. Da ist nämlich noch Also, Magazin. eins weiss ich. Das ist Sicher. Ach, Das ist Platz 1, das ist die NZZ. NZZ Platz 1. Ja. Das darf man einfügen. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie über 100'000 haben.
Weil die machen ja, also die machen ihre Videos alle auf Hochdeutsch. Und auch zu recht generellen Themen. Was Also, denkt ihr, wer den wenigsten Abonnenten? am wenigsten auch Das ist schwierig. eins von den unteren zwei, hätte ich gesagt. Was ist das zweite überhaupt? Kann ich gar nicht. Der Dom. Döms. Der Dems. Dems. Ja, das Essen ist stumm auch. Wahrscheinlich Französisch. Aber vielleicht also ist gleich der Blick eins. Ist das nicht ein bisschen viel? Auf den Blick. Also Blick ist, ich weiß gar nicht, auch eine der grössten Zeitschriften der Schweiz. Und es sind halt schon, für Schweizer Verhältnisse ist schon 100'000 schon recht viel. Also der SRF Sportkanal hat knapp 100'000. Was meint ihr? Das ist mega schwierig. Also sicher so 20 Minuten hat sicher auch noch viel. Wie viel? Ja, entweder Platz 2 oder 3. Ich sage jetzt mal 3. Wenn wir Platz drinnen werfen. Also weißt du, wir reden ja von YouTube. Ja. Ja, aber das ist ein bisschen zu verwirrend. Aha, geht es um YouTube-Abonnenten? Ja. Ja. Wenn es jetzt TikTok wäre, wäre sicher 20 Minuten auf 1. So gut wir das sein, ja. Also ich hätte jetzt den Blick auch noch weit oben, aber... Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. In dem Fall 2. Von der Logik Zwei her. werfen. Ich weiss halt nicht, Watson ist doch eher noch so ein bisschen jüngeres Zeug, oder? Also täuscht das jetzt nur? Nein, das also ist... Watson ist schon recht so. Also ich glaube, die haben ja sicherlich auch mehr. Und wer von euch hat die NZZ auf Platz 1 da? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen wow. Das bin ich. Ah, schon. Was Also ich meint hätte jetzt der jeden Game Watson Walker? auf 1 da. Ich hätte Watson auf Watson 1? auf 1 da. Ja, mit 100'000? Ja. Am ehesten von denen würde ich sagen, also weißt du, es hat ja, wenn du es vergleichst. Aber gleich, also. Also NZZ ist halt noch mehr ein internationales Ding. Gut, aber weißt du, ich habe keine Ahnung, was für Content dort drauf ist. Wirklich Politik. nicht. Also, Ja, also das aber letzte Video ist schon um Klimawandel gegangen. Okay. Also vielleicht würde ich fast sogar den Blick auf Eis setzen. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, die haben... Blick auf die haben- Eis? Ja, weil die haben ja auch auf ihrer Webseite immer Videos. Also das ist die Meint die andere? Blick auf 1? Ja, von mir aus, aber dann nimmst du Watson auf 2. Ja, oder können wir dann einfach noch 20 Minuten eins ab und dann NZZ auf 3. Watson auf 2, 20 Minuten auf 4 und NZZ auf 3. Ja, mach mal. Und das Migros-Magazin kannst du gerade auf den 10. Platz tun. Ich habe Ja, einfach nicht. ich habe nicht einmal das Gefühl. Wirklich? Irgendwie habe ich das Gefühl, also das Migros-Magazin ist sicherlich unten, aber es ist sicherlich nicht letzt. Die haben doch dort sicher irgendwie noch so Kochrezepte oder so drauf. Also ich kenne einfach das Le Temps das nicht. Ah, das ist eine welsche Zeitung, das ist... ja, So als Tipp, Le Temps ist die grösste Weltschweiz-Zeitung. Ja, genau, das ist die grösste welsche Zeitung. Mhm. Und Das könnte jetzt aber sogar noch so asozial sein, weil Französisch heisst, du hast noch das ganze Publikum in Frankreich. Vielleicht sind die einfach so, ohne dass wir es wissen, auf Platz 1. das könnte sogar noch sein, ja. Also die grösste Zeitung in Romandie. Mhm. Wir sprechen von sicher mal 1 Million, 1,5 Leute. Plus halt Französisch. Was meinen die, woher gehört ihr? Ja, der ist jetzt wirklich fies. Der ist wirklich fies. Was ist denn Das mit... 5. Aus 5? Hätte ich jetzt Was ist denn gesagt. mit den regionalen Zeitungen? Berner Zeitung, St. Galler Zeitung. Also ich glaube, die St. Galler Zeitung hat weniger als die Luzerner Zeitung. Also ich würde sagen, von denen ist die BZ sicherlich, glaube ich, die grösste. Berner. Würde ich jetzt auch sagen.
Ja. Ich frage mich, ob überhaupt einer von denen aktiv ist auf YouTube. Gut, das wir können jetzt auch nicht sagen. Was denken die? Also, aber ich könnte mir eben schon vorstellen, dass die Schweizer Illustrierte von diesen vier am meisten Abonnenten hat. Mit welchem Platz ist die? Ja, komm, nimm doch das mal auf 6 und nachher nimmst du die Berner Zeitung und dann die Luzerner und dann die St. Gallen. Ja, also genau die. Aha. Du willst aufs 9 sagen. Okay. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das St. Galler Tagblatt mehr hat als die Luzerner Zeitung. Ja, Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Deine Trauma-Zeitung macht mir noch so ein bisschen Bauch. Nee. So, was heisst das? Zu wenig, zu hoch, zu tief. Ich habe gesehen, das müsste noch höher. Ich Höher, würde wo auch sagen. Nehme ich das auf das 3? Und die da? Ich weiß nicht, ob Watson tatsächlich so viel hat. Weil ich meine, es ist trotzdem eine recht neue Zeitschrift. Ja, aber das ist ja Und das, die, was. die sind mehr so auf TikTok und Instagram. Ich glaube, Aber sie sind gar nicht mehr auf YouTube. Aber das ist doch eher der Grund zum Abonnieren, oder? Also es sind ja eher die grossen Kanäle, die Junge ansprechen. Darum bin ich momentan eher am Schwanken, zu sagen, Watson geht zu. 100'000. Nein, also da wäre ich eher für Le Temps ganz zu. Du meinst Leton mit Blick tauschen? Ja. Leton, Watson, Blick? Aber jetzt so rein aus dem Kopf raus würde ich gleich sagen, dass die NZZ auf YouTube sicherlich einen 5-stelligen Betrag hat. Was heisst Platz? Ja, maximal 3. Also vielleicht Watson 4. Was, noch 4? Dann da Blick auf 2, Le Temps auf 1. Ja, machen wir Le Temps auf 1. Einfach, dass wir mal sehen, wie das aussieht. Und der auf 2. Mhm. Und NZZ auf 3. Ja. Oder auf 2. Nein, Auf 5. er hat gesagt auf das 3. In dem Fall wäre 20 Minuten auf dem 5. Ich finde, das sieht nicht mal so schlecht aus. So. Muss ich auch sagen. Soll ich mal Also- schnell also- Teil auflösen? Eins ist sicher, die haben alle mehr Abonnenten als ich. Ich kann mal einen Teil auflösen. Also ich habe die Vermutung momentan, wir haben den Blick zu hoch. Weil das ist ja von der Altersding her... Das ist schon wieder wahr. Bitte uns Also- mal schnell auflösen, das ist ein guter Teil. Danke mal Ja, tu mal an. das, was wir richtig haben, auflösen. Ja, das richtig ist, mache ich euch farbig. Also, Watson ist schon mal richtig. Ich hoffe, mich seht irgendwie blau, vielleicht gut. ja. Denen, 20 Minuten auf Platz 5 stimmt auch. Wow! Die Schweizer Illustrierte auf 6 stimmt auch. Das Witzige ist darum, Ziemlich wenn- der wenn Rest ich- stimmt genau gar nicht. wenn ich jetzt nur so rein bildnerisch an NZZ YouTube-Kanal denke, dann denke ich halt an 12'000 Abos. Jetzt, wenn ich nur so dran denke. Es kann darum sein, dass ich einfach das 1 nicht sehe, weil sie gleich auf Platz 1 sind. Das Ding ist, vielleicht hat der Blick auch gar keinen YouTube-Kanal. Jeder hat einen YouTube-Kanal. Du musst es irgendwo eintragen. Tun wir alle wieder ab, aber nicht, wo falsch sind. Ich nicht gerade so. Aber da sind wir schon mal so schlau und wissen, dass Le Temps in dem Fall doch nicht so gross ist, wie wir vermutet haben. He? Also ist der Blick. Ich bin gleich dafür, dass es der Blick ist auf Platz 1. Blick auf Platz 1. Ich bin so ein bisschen am Durchgehen. Ich kann mich beruhigen, der ist auch blau. Siehst Was? Okay. Auf was haben wir vorher Lepton gehabt? du? Auf 1. 1.
würd's jetzt auf Dann würde ich es jetzt aufs 3 tun 3 und und NZZ auf 2. ja, hätte ich jetzt auch gesagt. 2 auf 3, NZ auf 2. Somit macht es auch den da schwupps. Und beide sind auch blau. Yes, okay. Oh, jetzt habe ich darum. Okay. Haben wir das Migros-Magazin vorher als letztes gehabt? Mhm. Ja, und ich würde jetzt St. Ich Gallen sag nicht. als letztes tun. Das ist höher Da aufs letzte. als. Wenn die Professorin drauf tut, mal schauen, was es aussieht. Ja, ja. Mhm. Und du glaubst, das Migros-Magazin hat mehr Abonnenten als die Luzerner Zeitung, die Berner Zeitung und die St. Galler Zeitung? Hätte ich gesagt. Irgendetwas. Ja. Auf Platz 7, Ja, das ist ja ganz Schweiz, oder? Also, ich würde ja Micho. Ja. Sinn geben, aber die Frage ist, Ja. was ich nicht zuerst. Also, dann würde ich aber sagen, die Berner Zeitung hat immer noch mehr wie die Luzerner. Also da Ja. würde ich jetzt einfach... Würde ich Ja, auch auf 8. Ja. Hat er mehr Leute, also von dem, also Ja, von auf der 8. Grösse Kanton. Mhm. Und dann noch 9. Ich kann mich jetzt Ja. beruhigen. Keine Antwort ist richtig. Keine. Keine ist Keine. richtig. Okay, jetzt können wir. Also, Also, Berner Migros ist Zeitung 8 auf ist 9. wesentlich schlechter, als wir das Gefühl haben. In dem Fall, ja. Also, die muss. Die hat aber nicht. Aber das ist vielleicht auch noch so das Ding. Die haben vielleicht mal so vor Jahren einen YouTube-Kanal aufgetan, aber halt jetzt keine Abonnenten mehr drauf. Oder machen halt keine Videos mehr und deswegen nur noch fast gar keine Abonnenten drauf. Komm, wir verschieben einfach alles um eins runter und nehmen die St. Galler, Ganz Tagblatt so. und City. Also warte, tun wir alles verschieben. Das geht, So lange bis eins blau wird. Du Ja, willst genau. eins besetzen. das kommt da eins runter. Das kommt da eins runter. Und das kommt eins runter. Jetzt Das ist kann ja, ich mir jetzt zwar meine ich, nicht etwas vorstellen. ja blau. Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Nein, wir müssen dass- nochmal um eins verschieben, dann wird alles. Wenn wir nicht verschieben, Also, es ist immer noch alles falsch, oder? wenn wir was verschieben noch, sagen das so ist richtig. Nein, wir gehen es so ein, komm. Ja. Also nur St. Gallen das blau machen. Okay, dafür ist BZ letzt, Luzern auf 9. BZ letzt, das auf dem Nein, 9. Migros kann nur noch auf dem 9 sein. Alle anderen Plätze haben wir schon gehabt, Migros. Also Migros muss auf dem 9 sein. Und die auf dem 8, oder wie? So meine ich Ja. da. Wenn nicht vorhin, wo wir die Luzern, St. Gallen Blatt auf 10 haben, da die Luzern auf 9 gehabt. So meine ich da, so ist richtig, oder wie? Ah ja, doch. Ich würde es jetzt so lassen. Ja. Ja, Tun wir es so. yeah. Okay. Super. Krass. Uhu. Hätte ich auch nicht gedacht. Das war Wow. das Minigame. Berner Zeitung so schlecht? Das hätte ich nicht Ich gedacht. wollte ja gleich kurz mal wissen, was ist auf dem BZ YouTube-Kanal drauf. Ja, das nimmt mich ja im Fall auch Wunder. Ich sag's nicht, das ist so ein Ding von wegen mal gehabt, aber nichts mehr drauf jetzt. Und Frage 5 haben wir vorgehabt, kommen wir zu Frage 6. Haben so unsere Leute auch gewusst? Ja. Und ich kann jetzt mal, ich Nein. will jetzt schon noch mal raushauen und sagen, das könnt ihr eventuell sogar wissen. Hast du schon mal gehört, hast du schon mal nicht gehört, immer wenn es geht oder nicht gehört? Das ist jetzt so eine 50-50 Frage. Ja. Kann ich mal Du musst sagen? einfach- Du musst unsere Teilbestände von unseren Antworten einfach blau markieren, wenn etwas stimmt. Was ist eine Lautmalerei? Jemand, der auf der Laute spielt. Hä? Eine Laute ist ein altes Instrument. So eine Harfe. Oder nicht? Genau. Aber was ist denn dran gemalt? Die Melodie. Aha. Also, man spricht ja, wenn jemand so pessimistisch ist, dann tut er ja schwarz malen. Also, das ist eine Schwarzmalerei oder so. Also, es kann auch etwas mit Sprechen zu tun haben. Sollen wir mal aufschreiben? Ich sag- Was ist eine Schwarzmalerei? Für den nächsten total genial. Eine gleiche Frage. Und vielleicht ist es einfach irgendjemand, der sehr pessimistisch. Nein, warte, was man nicht so sagen? Lautmalerei. Irgendjemand, der halt sehr extrovertiert Ein Angeber. Ein Ja,
einer, der so rumprankt. Der macht Laubmalerei. Ja. Nein. Und es hat auch etwas mit Expressionismus zu tun. Und die Bilder sind laut gemahlen. Geschrien. Einer hat so Punkrock Bilder gemalt. Mit der Gitarre, oder wie? Mhm. So, die Gitarre vollgesprayt, und nachher so drauf zimmert und nachher zum Langspritzen dann ist das Bild geworden. Oder du meinst, eine Gitarre nur drauf aufs Bild draufgehauen. Ja, Und genau. nachher ist so als Bild entstanden. Genau. Ich glaube, es hat sicher nichts mit Malerei und es hat auch nichts mit Kunst zu tun. Das ist so weit richtig, kann ich mal sagen. Okay. Also laut, das verbinden wir ja wirklich jetzt gerade akustisch, oder? Mit irgendwelchen Tönen. Mhm. Aber wenn es nichts mit Kunst zu tun hat, dann hat es vielleicht auch gar nichts mit... Musik zu tun. Oder Genau. mit Klang. Sondern? Es ist, ich weiß es. Es sind die Leute, die früher News verbreitet haben im Mittelalter, sind mit der Glocke durchs Dorf oder durch die Stadt gelaufen und haben so ganz laut glöckelt und dann haben sie wieder gesagt, oh, der tut wieder laut malern. Erzählt wieder irgendwelche scheiß News, die niemand wissen will und alle müssen zuhören. Nein. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Nein. Aber ist mein Ansatz vorher mit der Schwarzmalerei irgendwie... würde auch so in eine Richtung gehen. Ja, da geht die richtig Schwarzmalerei. Ja, dann ist es einfach das Gegenteil. Das oder? heißt? Das Gegenteil von Schwarzmalen. Keine, wäre jemand, der nicht redet, macht Blutmalerei. Ja, nein, einfach jemand, der übertrieben redet und alles im Übermaß beschreibt. Oder einfach alles übertrieben, alles... Nein. Wäre so eine Laverie. Genau, eine Laverie, richtig. Das Wort habe ich eigentlich gesehen. Laverie. So ein Purzel. Der Purzel ist ein Lautmaler. Weil ich verkaufe da Kunst mit meinem Maul. Es ist keine Kunst! Die Frage ist, trifft es wirklich in dem Fall auf Menschen zu? Hä? Also es ist so ein Beschreib, wie Menschen können sein, oder? Schwarzmalen. Ja, was gibt's noch? Also was könnte denn Lautmalen bedeuten? Wirklich? Das macht man so. Schönmalen gibt es ja auch noch. Schönmaler. Aber es hat ja schon so etwas mit irgendwie sich etwas einreden zu tun. Das sagt wer. Also was willst du da einreden? Ja, aber etwas schön malen, tust du dir ja etwas So einreden. indirekt ja. Ist das ein Mensch, der ganz viel Fantasie hat? Du meinst, wenn ich dir eine Story erzähle, kannst du dir sogar Bilder vorstellen. Vielleicht? Vielleicht einer, der ausrastet? Hässig, wütig? Oder Nein. eben irgendwie jemand, der halt wirklich einfach extrovertiert, also der ganz energisch irgendwie seine hohe Tasse möchte bewerben. Kenne ich keinen dort machen, kenne ich wirklich keinen. Und halt einfach durch das immer sozusagen so alles aufpusht und so. Einer, der eine Szene macht. Über die Tasse, dem gebe ich einen Vertrag. Aber hat es wirklich mit dem zu tun, quasi einen Mensch zu beschreiben? Oder Emotion von einem Menschen? Die Laubmalerei ist, wenn eine Person über etwas Werbung macht, was man aber nicht kaufen kann. Jetzt im Ernst? Nein, aber ja gut, ich Nein! weiß nicht. Nein!
Die muss man die Tasse einfach irgendwann mal wegnehmen. Und Nein, der ist gut gewesen, Purzel. Wir sind fast alle drauf eingefallen. Ja, Öle. Darum unbedingt kaufen unter www.schneewerbung.ch. Aber da habe ich wirklich, da muss ich schon sagen, da habe ich es wirklich versucht, habe ich wirklich gut überbracht. So. Ja, ja, ist Habe ganz ich gut verkauft. diskret. Habe ich gut verkauft. So ohne irgendwie lachen wollen oder so. Oder. Und am Schluck drauf nicht Post. Meine Lampe gekehrt. Ah, so. Also, was ist jetzt die Laubmalerei? Haben wir noch nie herausgefunden? Nein? das wird schwierig. Wir sind schon näher dran, nur nicht ganz so näher. Das ist ein Geld da. Das ist Also schon- es ist nicht hässig wütig, es ist nicht schreiend, es ist nicht laut, es ist nicht pessimistisch, es ist nicht schön. Wir ist irgendwie etwas Schizophrens, wo sich halt seine Gedankenbilder laut einredet, Nein? damit das Gefühl hat, dass sie wirklich existieren. Nein, ich glaube nicht, dass es etwas Krankhaftes ist. Ich denke eher, Also, sie sind davon überzeugt, dass es etwas ist, wo man sich über etwas zu dir reden. Das ist intelligent. ja. Oder man tut einfach über etwas schwätzen, das nicht so ist, wie es ist. So à la Fake News. So à la Trump. Ja. Zum Beispiel. Der Trump ist ein Lautmaler. Ja. Könnte Nein. jetzt dahinter stehen? Ein, Nein. Nein? Jemand, der gerne diskutiert. Ja. Ich arbeite bei der SRF Arena. Der Herr Laubmaler. Ja, das klingt nicht schlecht. Das andere Rotz. Lautmaler EFZ. Das ist ein Beruf, den kann man mehrfach lernen. In einer dreitägigen Ausbildung. Vom Maler zum Lautmaler. Ja. So ein Herr Adolf, nein. Ein Beispiel. Ist das Lautmaler gewesen? Er war Wissen nicht, was- mal Maler gewesen. Jetzt ist er Laubmaler geworden. Aha. Darum, Nicht gewusst. nein. Nein, anderes Beispiel. Radio. Jemand, der im Radio irgendetwas macht. Nein. Gilt das nicht irgendwie unter Kunst? Je nachdem schon. Oh, jetzt ist mir so. Es hat doch früher im Fernsehen so die Leute gegeben mit diesen Kärtchen, wo so drauf ist gestanden, was so die Moderatoren müssen sagen. Da Ah, müssen ja. sie ja so alles gross draufschreiben. Bevor es den Teleporter gegeben hat, genau. Ja, Das tönt super. Nein. und das ist ein Lautmaler. Tönt super, aber ist leider auch falsch. Warte schon, es gibt Laute, sind ja auch Buchstabenfolgen, also AU oder EU Ja, oder so. Beispiel, ja. Und wenn jemand ganz schön kann mit diesen Vokal umgehen, dann ist er ein Lautmaler. Also wenn er eigentlich beim Reden schon fast singt. Nein, nicht so gemeint. Schade. Aber in die Richtung. Es hat in dem Fall etwas mit Buchstaben zu tun, hä? Oder mit gewissen Lauten von Wörtern vielleicht. Was für Wörter? Fluchwörter. Nein. Laute Wörter. Was ist ein lautes Wort? Reilo, sag mir mal ein Beispiel von einem lauten Wort, bitte. Ey, aber weißt du, was ich gerade bin denke? Ich Fluchen, meine, sind mal leislich. Wenn ich Schweizer fluche, sind mal leislicher. Ich bin großen Gang. Nein. aber ich meine zum Beispiel, es gibt ja Ausdrücke, die ja irgendwo durch all glaub, gleich sind. Also zum Beispiel, wenn du Schmerzen hast, das A oder Au oder was auch immer, das besteht ja auch aus Laut. Laut. Aus Vokal, ja, Vokal, oder? Genau, aber wollt ihr da wissen? Wie meinst du das? Check jetzt auch nicht so ganz.
es gibt ja Sachen, wo du keine Sprache musst können, sondern du sagst etwas aus einer Emotion aus. Eben auch, wenn dich jemand klübt Also meinst du, oder... es sind Wörter, wo man aus Emotionen sagt. Wörter, wo man mit Emotionen ausspricht, sind Lautmalerei. wo man auch ohne Sprache versteht. Auch oder I oder wenn etwas hässlich ist, sagst du I gibt, ja gut, ja. Oder beschreibt ein Lautmaler eine Person, die etwas sehr gut kann? Imitieren meinst du? Also Hello, hä? die halt das Talent hat. Finde ich gut. Ich würde damit sagen, wahrscheinlich müsste ich fast sagen, der Weiler müsste ihm fast recht geben. Was? Also gang da eigentlich auf die Mit Seite, seiner wie gesagt, Aussprache, in seiner Aussage von vorne. Also es gibt Ausdrücke, Wörter, wo man auf jede Sprache versteht. Wie wenn auch oder... Ja, da kann man sagen, das ist Lautmalerei. Ich sage jetzt einmal ein Beispiel. Ich sage jetzt einmal ein Beispiel. Ein Frosch, sagen wir, der macht Quark. Ja. Aha. Das ist eine Lautmalerei. Wenn wir Sachen und wir hören, tun so wahrnehmen, also tun so aussprechen, wie man es halt hört. Ah, Also und der mit Hund Klang macht- zu Wörtern machen. Ja, eigentlich. Ja, wahrscheinlich macht ein Frosch nicht Quark, sondern der macht halt irgendwie anders. Aber so ein Frosch kann man so machen, dann sagen wir einfach, dann nehmen wir es als Quark wahr, dann sagen wir, das heißt jetzt Quark. Wir geben dem laut ein Wort. So ist Ja, das. Lautmalerei Okay. ist eine Wiedergabe, wo man sinnlich, meist akustisch oder hörbar Eindrücke von anderen Wörtern oder Sätzen wie so ein Beispiel daraus machen. Miau. Das ist auch ein Beispiel, ja. Wir. Hey, Voilà, Frage Nummer. wird etwas dazugelernt? Nächste Frage, darf ich die Band, ich kann ja gerade weitermachen. Hoffen wir es. Das nenne ich eine sehr coole Frage, können aber auch wissen, denke ich mal. Die haben das schon gehört. Das so wie die anderen Fragen. Ja. 42 ist die Antwort. Es gibt übrigens eine ganz coole Arte-Doku, die heißt 42, die Lösung für alles. Wieso Also. ist in Miami ein 42.000 Dollar Kunstobjekt vom Jeff Canis zerstört worden? Wer ist der Jeff Canis? Ein Künstler, es ist ein Kunstobjekt. Ja, wahrscheinlich Ähm. jetzt zum Kunstobjekt gehört, das Zerstörung. Ja, denke ich auch. Aha, Weil nein. weil das Kunstobjekt ist kein richtiges Kunstobjekt gewesen, sondern das eine Hotel von Trump, das sie vor ein paar Jahren haben niederdingselt. Ah nein, weil die Fälschung 42.000 kostet, aber das Original noch viel mehr. Darum hat man die Fälschung zerstört. Nein. Oder das hast du sagen? Auf das wird die Scheich raus, oder Remco? Als nächstes. Oder? Also es ist ja der Grund, wieso es zerstört ist worden. Und nicht von wem oder so. Genau, wieso? Ja. Wahrscheinlich, weil es der Jeff gerade selber hässlich gefunden hat. Die Ausstellung sind Linke, das ist Schwurenheit, habe ich gemacht. Kann man nicht so. Was macht er für Bilder? Oder ist das überhaupt ein Bild? Das Es ist ist ein ein- Kunstobjekt. Das kann Oh alles mein Gott, ich Kultur weiß sein. es. Ich weiß es. Oh, bitte. Er hat eine Banane vor die Wand genommen und sie gegessen. Nachher ist nicht mehr ruhig gewesen, dann hat er einen Kapuzen nachgehauen. Aber ist doch die Banane, oder nicht? Nein. Scheiße. Gut, vielleicht ist eben gar nicht der Künstler. Jeff Kans ist vielleicht gar nicht der Künstler, sondern einfach der, der es zerstört hat. Und der Künstler ist ganz ein anderer. Nein, das Kunstobjekt ist vom Jeff Kans gewesen. Ah, das ist es so. Ja. Okay. Man hat das Kunstobjekt mit Abfall verwechselt und dann hat der, der hat müssen aufräumen, das in den Kübel geschmissen. Das kann gut sein.
Du meinst jetzt, dass nach der Ausstellung, okay, alle Objekte und noch lieber werfe ich weg. Nein, irgendwie einen Abend vor der Ausstellung hat noch einen aufgeräumt und am Morgen, was gekommen sind, ist das halt nicht mehr rum gewesen, weil es halt verwechselt hat als Abfall. Nein. Wissen wir, in welchem Jahr das war? Also ist das eher 2023. Also in diesem Jahr? Ja. Also vor 1491, weil es dort nicht Miami geht. Nein. Vielleicht müssen wir herausfinden, was das für ein Kunstobjekt war. Ja, wäre ganz hilfreich, ja. Und ich behaupte jetzt mal, es ist eine Skulptur. Und zwar eine Betonskulptur. Das ist schon mal falsch. Wie heisst der, wo da das so Skelett und Fleisch und Zeug und Sachen, ist das Nicht der? Jeff Keynes. Das ist nicht der, oder? Nein. Ey, ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, wegen der Idee vom Remco, wegen der Bananen, oder? Dass es Lebensmittel ist und in Amerika darfst du ja vom einen Bundesstaat in den anderen darfst ja du gewisse Sachen nicht transportieren wegen Krankheiten. Du musst ja zum Teil, also weißt du, dass irgendwie, dass die das haben müssen abgeben und gar nicht haben können vom einen Staat zum anderen transportieren. Und noch ist er verfolgt worden und er hat es gerade kaputt gemacht. Nein, er hat es einfach müssen abgeben. Und dann hat es, ja, dann hat es die Zöllner nachher gegessen oder keine Ahnung was. Zerstört. Er hat es zerstört und man sollte auf mit einreisen. Wo liegt Miami? Genau. Miami. Miami liegt im Osten, Südosten. Ja, es liegt ja von. Ah, da unten. Also glaube ich gar einen Globus neben mir. Ja. Jetzt dieses Jahr irgendwie ein Hurricane gegeben. Das ist doch immer im Sommer, oder? Ja, stimmt. Oder ist. Ah nein, es ist ja noch nicht Frühling. Nein. Es ist schon irgendwie Spring Break und dann heisst es, so ein paar Studis denken, machen wir mal kaputt. Ein Kunstobjekt. Also eine Skulptur ist es nicht. Skulptur. Es ist einfach eine Betonskulptur, haben wir mal herausgefunden. Ja, Aber das es ist könnte nicht immer Beton. noch. Vielleicht ist es eine Eisskulptur und in Miami war es einfach zu warm gewesen. Ja, genau. Es ist geschmolzen. Genau. Nein. Es ist etwas so also es ist etwas wie ein Gebäude. Nein. Du hast ein bisschen gezögert, also muss es etwas Größeres sein. Nein, nicht so groß ist es. Also ist so grösser als. Ein Mensch, nein. Es ist ein Mensch. Nein, es ist kleiner. Es ist kleiner als ein Mensch. Ein Zwerg. Es ist eine Mumie. Mumie. Es ist ein Koffer. Ein Und der Koffer. hat einfach irgendwie einen mitgenommen und hat dann einen anderen dort hingestellt. Und dann haben sie es gar nicht gecheckt, dass eigentlich. Bombendrohung, genau. Ja, sie haben einfach in die Luft gejagt. Was? Bomben. Das SWAT-Team ist gekommen und hat Bomben entschärft an dem Kunstwerk. Und oh, Kunstwerk kaputt. Nein. Also warte mal. Ist denn überhaupt, also wäre das überhaupt gedacht gewesen, dass das Kunstobjekt auf Miami kommt? Die Ausstellung, Also ich ja. meine, also es ist nicht irgendwie, dass es auf der Durchreise irgendwie am Flughafen Miami aufgehalten worden Nein. ist und wegen amerikanischen Gesetzen. Das, Es ist okay. halt im Kunst-Event, sag ich mal, dort gewesen. Der Kunstobjekt ist bei der Art, wie heißt die Art? Die Art Vinewood, Miami, gewesen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das Kunstwerk ist absichtlich zerstört worden und nicht, weil Also, irgendwie... das ist nur Kunst passiert. gewesen.
Ich sage jetzt mal Jein. Also es ist absichtlich, unabsichtlich zerstört worden. Hä? Also ich denke jetzt gerade Game Rocker an die Musiker, die zum Teil die eigene Gitarre zerstören. Ja. Nein, Du nein. kannst ja nicht so einweisen. Weißt du, es ist einfach so eine, es gibt doch so die Glasmalereien, wo sie so in Glas reinhämmern. Ich sage es mal so, also mal ein bisschen helfen. Das Kunstobjekt ist absichtlich berührt worden und durch da ist dann unabsichtlich kaputt gegangen. Aber was heißt kaputt? Also hat es durch das, dass es kaputt gemacht worden ist, erst die $42.000 am Nein, Schluss gehabt? das Objekt, wo es dort gestanden ist, noch ganz, hat 25.000 US-Dollar Wert gehabt. Also, Nein, bevor es nachdem kaputt gegangen ist. und nachher hat es weniger Wert gehabt, nehme ich an. Ja, Das ist noch im wichtig. Jahr weiß nicht wie viel. Also ich glaube, das war so eine grosse Kugelbahn gewesen. Und man hat präsentiert und dann hat man eine Kugel abgelassen und die Kugel ist aber irgendwie zu schwer gewesen und hat gerade das ganze Kunstwerk kaputt gemacht. Nein. Das Lustige ist, ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, das sind 42 Millionen, bis ich jetzt mal realisiert habe, dass es nur 1000 waren. Es ist irgendwie, ist es ein Lego-Töff? Nein. Schade. Aber Lego tönt noch gut. So irgendein Bauwerk, was zusammengebaut wurde haben und dann hat man es präsentieren und hat gesagt, schau mal, wie schön, zack, zack, zack und dann ist alles Nein, es zusammengeklebt. ist nicht aus Lego gewesen. Aus Karten. Nein. Ein Kartenhaus. In dem Fall könnte es noch gewesen sein. Karton, Nein. Papier. Nein. Das muss ja $42.000 wert sein. Ja, auf da kannst du nicht gehen, weil es Es ist etwas Alltägliches. Was? Schädliches? Nein, es ist etwas Alltägliches, was daraus besteht. Also es ist nicht etwas Extravagantes. Nein. Ich glaube nicht. Aber es ist etwas Zerbrechliches. Also Glas ist wahrscheinlich nicht einmal so weit weg, aber was ist auch noch zerbrechlich wie Glas? Wenn man es anlenkt. Graphit. Graphitstein. Das kann nicht sein. Also, ich sage jetzt nichts an Antwort. Ich frage dich, Purzel, ob es irgendetwas mit dem im Chat rein zu tun hat. Weil sonst sage ich dann Was nichts im mehr. Chat? Oh, Chat? Muss ich jetzt Wo im ist der Chat Chat? schauen? Da hat jemand einen Vorschlag geschrieben. Der Vorschlag heißt, bitte schön vorlesen. Soll ich es vorlesen? Der Chat nicht offen. Ja. Oh. Klimaaktivisten, Stichwort. Nein. Das könnte... Okay. Ja, das habe ich auch schon gedacht, aber irgendwie... Ja, voll, das ist doch das mit der Tomatensuppe gewesen, da, was das Bild an... Ja. Aber das ist halt mehr so in Europa das Ding. Das ist echt in Ja, Amerika das gar kann nicht ich was jetzt Was so- weißt du, was weißt du, die Skulptur bestanden? Wachs. Nein? aus... Oder was hätte dargestellt? Eine Der Person. Trump. Keine Person, nein? Ein Stier. Was für ein Tier? Eine Taube. Taube. Ein Alligator. Ein Nein? Adler. Nein? Ein Stier. Nein? Ein Leu. Löwe. Nein? Ein Bär. Nein? Etwas typisch Amerikanisches. Nein. Mehr so. Ein Hund. Mir Ja, ein Hund typisch tut schon mal Amerikaner. gut. Ein Hund tut gut. Ein Hund. Mhm. Ein Hund. Ein ganz spezieller Hund von einer bekannten Lassie. Persönlichkeit. Von der Lassie. Queen. Von der Queen? Hat die einen Hund gehabt? Ja, die hat so Toasthunde Es ist sicher irgend so ein Blödsinn wie Ja. der Paris Hilton ihre Chihuahua oder so Es ist etwas. kein bestimmter Hund gewesen. Aha. Nicht aus falsch der Hund gemacht worden? Schocki. Nein? aus Eis. Nein? Aus Porzellan. Ja. Aha. Porzellan.
Und dann hat man zufällig mit dem Hammer draufgehauen und gemerkt, ah shit, das ist doch nicht so stabil. Aber jetzt nur mal meine andere Frage. Wer hat das Kunstgewehr kaputt gemacht? Er selber, Nein? seine Nein, Frau. wahrscheinlich irgendein Touri, der nicht gewusst hat, was er macht. Ein Turi. Aber er hat gewusst, was er macht. Vielleicht, Er hat vielleicht, kurz Tat lang, sag ich mal. Aber warum? vielleicht ist das so gut gemacht gewesen, dass der gemeint hat, es sei wirklich ein Hund. Ein echter Hund. Ja. Ein lebendiger Hund. Und dann hat die Person den will als Halsband nehmen und hat er angezogen und ist auf den Tisch gefallen. Nein, nicht so. Also meistens macht man ja aus die Wut Richtung. irgendetwas kaputt. Also der Nein, wird nicht irgendwie- das Wut gewesen. ist nicht aus Wut gewesen. Also in dem Fall wirklich so eher, was der Rilo gesagt hat, ich habe das Gefühl, der ist echt, ich muss jetzt den Ja. Hund retten. Zu dem Stil, ja. Ah, vielleicht hat der Hund, ist er irgendwie am Boden gelegen und das hat so ausgesehen, als würde er blüten. Also weißt, vielleicht sind Nein, irgendwie nein. Gedärme rausgekommen und so. Und Nein. dann hat er helfen und dann ist er. Oder ist einfach irgendwie so ein übermotivierter Veganer gewesen und hat halt irgendwie so die Angst gehabt um einen ausgestellten Hund dort und hat ihn befreien. Nein, es war die vegane Tante. Vielleicht ist der im Auto gsi, er hat ihn dort hinbringen zu einem Kunstmuseum und dann hat eine andere Person dem die Scheibe eingeschlagen, weil er gemeint hat, das sei ein echter Hund. Nein. Denk mal an einen Hund und dann vielleicht so ein bisschen Fantasie. Fantasie. Also ich kenne vor allem den Hund, der da so einen Trichter hat. Nein. Wie hat denn der Hund ausgesehen? Ist so ein Greyhound. Was heißt Das ist Greyhound? Das sind die Hünger mit dieser langen Schnauze. Nein, Wo nein. gibt so eine hure TikTok-Meme sein? Bulldoggen. Ich würde sogar, wenn ich noch einen Tipp gebe. Oder was hat der Hund geähnelt? Ein Wolf. Na was, der Wolf hat geändert? Der Hund. Weiter ähnlich Was? aussehen wie ein... Wie eine Person. Nein. Der Hund hat ähnlich ausgesehen wie eine Ratte. Nein. Der Hund ist einfach wahnsinnig schlecht getroffen gewesen, er ist schlecht gemacht worden. Und hat darum ausgesehen wie eine Katze. Nein. Irgendein Fabelwesen. Warum hat man den Hund anlangen? Oder Weil berühren? es einem Glück bringt, weil es Glück bringt, wenn man so einen Nein. Hund anlängt. Goldiger Hund oder so. Ich sag, also die Person, die es kaputt hat gemacht, hat es mit voller Absicht, also mit der Absicht zum Kaputtmachen gemacht. Nein, jetzt mit Absicht berührt. Etwas will er kontrollieren. Ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Nein. Wenn man hört. Nein. Ob es echt faul ist. Ist es eine Wunderlampe gewesen? Nein, ich kann als Tipp sagen, er will kontrollieren, ob es nicht aus was anderem besteht. Aus was? Nicht aus was? Er will kontrollieren, ob es nicht ein ausgestopfter Hund ist. Nein. Ja, was ist noch ähnlich wie Porzellan? Vielleicht ist es mehr wegen dem Aussehen. Hat er denkt, es sei was anderes. Hä? Leute sagen sicher oh nein. Oder so oh. Weißt du, er hat so etwas, das könntest du so easy wissen, wenn Ja, du einfach könnte regelmäßig Nachrichten würdest verfolgen. Der soll euch schnell sagen. Ja, bitte. Das kann ich auch machen. Wir kennen doch alle Clowns. Ja. Und die Ding ist, so Dinger bei sich, so Dinger, die uns aufpusten, so dann die Ballone, und dann uns draus so Dinger machen. Ob es ein Ballonhund ist, aber Und er der ist Hund hat irgendwie ein ausgesehen Glas wie gewesen. so ein Ballonhund.
nur hat die Frau die wieder berührt, nur zu schauen, ob der Hund ein Ballonhund ist oder nicht. Wenn er ihn berühren kann, ist das Porzellan nicht noch kaputt gegangen, weil er umgekehrt ist. Okay. Ach Gott, das hätte ich so. Das habe ich sogar mal mitbekommen. Aber, laut Aussage, haben die endlich, nachdem der Hund kaputt gegangen ist, schon Leute auf ein Teil drauf stürzen und die schon wieder abkaufen. Oh mein Gott. Okay. Krass. Kunst ist gegen ein Risiko. Das ist schon mal etwas gesungen. Wie viele Fragen hast du jetzt noch? Jetzt stelle ich Das jetzt ist noch. Ich stelle als jetzt noch eine Frage. Ja. Dann können wir nach dem Abschluss nochmal ein kurzes Quiz machen und dann. Mhm. Und das ist so eine Frage, die wir schon mal gehabt haben, wo ihr nicht drauf gekommen sind. Die gleiche Frage wie vorher, geil. So eine Art Jetzt das Redewendung. Kurzzeitgedächtnis checken. Redewendung auf Holz klopfen. Ah, das haben wir schon mal gehabt. Wirklich im Fall. Das haben wir schon mal gehabt. Oh, Wallerei. Kann ich den Telefonjoker benutzen? Ja, kannst du mir anrufen, da ist die Nummer. Ja, also es kommt davon, dass man auf Holz hat geklopft, um zu schauen, ob dort Holzwürmer drin sind. Und wenn man da drauf klopft, dann gehen die dann raus. Und dann weiss man, dass das nicht gut kommt. Das Nein. stimmt. Komm schon. Nein, stimmt nicht. Da wäre es so einfach gewesen. Es war doch irgendetwas mit dem Schiff gewesen. Man hat doch aufs Holz geklopft beim Schiff, um zu schauen, ob es dicht ist oder so. Kann man so gelten lassen, ja? Was? Ja. Nein, oh In der nein. Seefahrt hat man im Russen vor dem Anheuern das Recht gehabt, auf dem Mastfuß aufs Holz klopfen, um sich ein Bild über das Schiff machen, zu schauen, ob es nicht kaputt ist oder das Ding was ist. Und dann kann man selber entscheiden, für einen Einstieg oder nicht einsteigen. Ja, Das ist genau. Ich gewusst, es geht irgendwie um das. Ah, mein Telefonjoker hat genützt, hast du gesehen? Mhm. Nicht einmal müssen anrufen. Wir können jetzt noch ein Quiz machen. Wenn das Quiz nicht allzu lang geht, ist das nachher nochmal eine Abschlussfrage für euch. Das Okay. Quiz geht eigentlich relativ schnell, wie ich mal behaupte, oder? Schon vorbei. Wir haben alles Es ist richtig. ein Entweder-oder-Quiz. Okay. Und wir geben alle gleichzeitig Antwort. Nein, ist schon in der Reihe noch. Ui, nein. Der erste war ja der Remco und nachher der Game Walker. Da muss man noch studieren. Aber Okay. es ist nur entweder-oder, also 50-50 Chance. Also eben, das ist ja easy, 50-50. Ja, ja. Das griechische Alphabet besteht aus 24 oder 32 Buchstaben. Was? Griechische? Ja. Puh. Was? 24 oder 32? Ja. Das ist kein Entweder-oder-Frage. Doch. Entweder 32 oder 41. Oder 24. Ja, ja. Ich sag 24, sag ich. Richtig. Hat die auch gesagt. Remco, der Gotthardpass ist 2106 Meter oder 2429 Meter hoch. Hoch? Ja, höher. Ah, der Pass. Ach nein, hat er das Bild? Was wär's nochmal gewesen? 2106 Ja? oder 2429. 2429, 2006. Ja. Und 60, nicht 6, und 60. Ah, 60. Oder 2400. 29, ja. Ich sage jetzt das zweite. 2029 ist halt falsch, Ja. das heißt 2061 gewesen. Oh. Dann, Game Walker, du hast eine schöne Frage über Sehenswürdigkeit. Als Sehenswürdigkeit der Schweiz ist der Lautener Brunnen. Der Lautener Brunnen befindet sich im Kanton Bern oder Kanton Wallis. Lauterbrunnen ist doch Bern. Das ist korrekt. Ja, kommt das so etwas Einfaches. Ja gut, du als Berner hättest das gewusst. Das So, wow, Wilo.
Das, Hä? das österreichische Bahnnetz oder das Schweizer Bahnnetz ist länger. Oh, das ist eine gute Frage. Boah. Das ist schwierig. Ist zwar unlogisch, aber ich sage jetzt Schweizer. Schweizer ist 5317 Kilometer lang. Das österreichische ist genau 5000. Ah, wow. Mit der Schweizer länger. Super. Du musst einfach immer das Gegenteil von dem sagen, was. Du musst einfach immer das Gegenteil sagen von dem, was du denkst. Dann So, kommt es gut. der Remco darf mit dem Zug um Land fahren. Nämlich mit dem DGW kann man direkt ab Zürich nach Paris fahren, ohne müssen umsteigen. Die Fahrt dauert 4 Stunden und 4 Minuten oder 4 Stunden und 5 Minuten. Von Zürich aus. Von Zürich nach Paris. Ich weiss, dass die meisten Strecken gehen darum von Basel aus. Und auf Paris geht, glaube ich, knapp 4 Stunden. Da aber Zürich-Basel nochmal etwa eine Stunde ist, sage ich 5 Stunden 5. Es war leider 4 Stunden 4 gewesen. Peace! Jetzt Frage an GameWalker betreff Follower auf Instagram. Yes, da bin ich voll der Man. Hat der Gülle oder der Traufer mehr Follower? Wer interessiert das? Der Gölle oder der Traufer? Ja. Ja, oh mein Gott. Die wissen aber schon was. Nein, der Gölle hat keine Ahnung, was Insta ist. Also der Traufer. Der Gülle hat 4600 Abonnenten, der Traufer hat 45.000. Ha! Ich hätte doch gewusst, der Gölle hat keine Ahnung. So, Gülle? Weilo. 4000 hat er irgendetwas gesagt. So, also, der Gülle und der Traufer bilden zusammen Bützerbuben. Das Der, stimmt. der Mark Sway und der Blick zusammen Play. Jetzt ist die Frage, hat ihn Bützerbuben oder hat Play mehr Abos auf YouTube? Boah. Schwierige Frage. Ich sage Büzenbuben. Bützerbuben haben 6710 Abonnenten und Play 420. Echt? Ja, Die hat nur 420 Abonnenten. Die sind ja fast so schlecht wie die. Ey, aber weißt du, es ist relativ einfach. Ich meine, die haben ja der letzte Jahr, glaube ich, mal gefüllt. Bützerbuben. Ja. Und Weil das Play ist, glaub nicht. Und sie haben ja auch mehr Sachen zusammen. So, Okay. jetzt noch die letzte Frage für heute. Die geht an Remco. Wer hat noch die Chance, mal einen richtigen Punkt zu machen? Nämlich, der Kanton Bern oder der Kanton Fribourg hat mehr politische Gemeinde. Oh Gott. Fribourg oder Bern? Ja. Bern hat schon recht viel kleine. Ich muss einfach so ein bisschen überlegen, wenn ich einfach so im Vote-Info auf die Gemeinden gehe. Also so flächendeckend. Aber Fribourg. Bern ist halt flächendeckend wesentlich grösser als Fribourg. Mhm. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, es gibt ja noch so die Enklaven im Watt aussen am Neuenburger See. Die Und gehört ich glaube, Fribourg. ja. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist einfach nur eine ganz grosse Gemeinde. Aber bis jetzt ist eigentlich jedes Mal, wenn ich das habe sagen, wo ich komm, ist egal. Ich bin wieder dabei, es ist Bern. Bern hat 337 und Fribourg 128. Ja, sehr gut. Super. So, das heißt, sie ist entweder oder Quiz. Top. Jetzt nicht zum Sehr Schluss gut. gebe ich euch noch eine allerletzte Frage. Und auch könnt beantworten. Ich denke, Die wir schon mal beantwortet haben. Ja, genau, so eine Frage.
Eben, unser Kurzzeitgedächtnis testen, gell? Ja. Und die nehme ich jetzt mal nicht. Ich nehme vielleicht lieber die Frage. Der Ordner ist leer. Ich nehme halt die Frage. Also dann ist die Frage auch leer und die Antwort ist auch Die leer. Antwort nicht wissen. Täuscht mich so. Täuscht mich da nicht irgendwie. Die ist gut. Sag ich darum, ich kann noch wissen, wegen schon mal gehört. Einfach schaut mal und dann ein Klumpenrisiko. Ey, ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Klumpenrisiko, ja. Ja, also wenn du am Auto einen Klumpen am Rad hast, dann gehst du ein Rechtsrisiko ein. Ja. Also Das wenn ist der, ein Versicherungsbegriff. Hä? Oh, das Klumpenrisiko haben wir nicht versichert. Es wird nichts zahlt. das ist irgendetwas, also wenn der Purzel so lacht, dann muss es irgendwas sein, wo grusig wird am Schluss, oder? Nein, da tun wir das ist Scheißrisiko, das du jetzt meinst. Das ist das Risiko, das man eingeht, wenn man Bechamel macht und nachher die Milch zum Mehlgebinde reinleert, dass es nachher keine Klumpen gibt. Geschüttelt, nicht gerührt. Darum gibt es so Klumpen. Ja. Ich soll einen Tipp sagen. Gib uns einfach den Tipp, welcher Klumpen das gemeint ist. Nein, Nein, bitte nicht. Sehr schön, Bitte ich nicht. gemeint. Das Risiko, wenn man findet auf der Seite, versucht mit Tassen zu kaufen. Also, wir müssen herausfinden, wo ist der Klumpen? Wo entstehen Klumpen? Ich kann euch wirklich einen Tipp geben. Hat es etwas mit der Medizin zu tun? Das heisst, Wie heißt das da? Weißt du, wenn im Blut Dings verstopft? hast. Wenn du die Arterie Ja. verstopft. Ja, so Herzinfarktmäßiges Klumpen halt, wenn, ja. ein Klumpenrisiko. Sind das Klumpenrisiko? Mit 50 kennt man an. Ist der höher als mit 40. Thrombose. Heißt doch. Oh nein, das ist doch. Ich weiß nicht. Ich habe eher so das Gefühl, es ist etwas Mechanisches. Das vorher alles Laubmalerei gehört, oder? Ist eben das, wenn man irgendwas kauft, wo jemand Werbung macht, also wenn jemand etwas Werbung macht, wo man auch nicht kaufen kann. Super ist eben, wenn man das kauft, wo man nicht kaufen kann, bei dem, wo das verkauft. Purzel, ich habe einfach das Gefühl, du gehst ein extrem hohes Klumpenrisiko ein. Dass irgendwann jemand mit Aztekenklauen kommt. Irgendwann kommt das alles retour. Die Ja. Antwort ist wirklich komplett richtig, Game Walker. Du weißt schon, dass niemand mehr auf Social Media dir würde jemals eine Tasse schenken, oder? Ja, das ist schon eine. Da braucht noch eine. Du meinst, was ihr mit das klauen? Also, zum Risiko ist das Risiko, wenn man jemandem etwas schenkt, was nicht gefällt. Also, dass man es ihm wieder zurückschenkt. Ich glaube, das Klumpenrisiko ist, wenn der Purzel aus seiner Tasse ein neues Regenbogenglas machen und einen neuen Shitstorm. Echt gering. Ich komme zu der Grundsatzfrage noch einmal. Wo entstehen Klumpen? An vielen Orten. Im Körper oder irgendwie In der Nase. Weißt du? Also das Klumpenrisiko ist der Finger. Nein, das Klumpenrisiko ist, wenn du zu viel schnupfst und dann sich da irgend so etwas Aha. stopft hinten nachher. Also wenn ich sehe, wie der Purzel am Lachen ist die ganze Zeit und wenn ich seinen Humor verstehe, dann wird es irgendetwas mit einem Katzenkistchen zu tun haben. Wieso schaut der Katzenvideos?
Also du ist das Risiko, wo man eingeht, wenn man will, das Katzenscheiße will verkaufen gehen. Nein, das ist bezüglich der Klumpen wegen dem Sand. Eben. Aber ist ja Also, gleich. im Katzenkistchen gibt es ja auch Klumpen, ja, das stimmt. Und was ist das Risiko? Ja, du kaufst halt eine Katze, die super haarig ist und wenn sie sich dann putzt und dann die ganzen Wolkenöl, die sie ausjeidet, und halt eine Katze, die weniger Haare hat, hat ein geringes Klumpenrisiko. Probier das mal deiner Versicherung beizubringen. Liebe Mobiliar! Genau. Okay. Also ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie etwas Mechanisches, es ist irgendwie bei den Schrauben mit Fett und so, wo wenn es eben nicht mehr fertig ist, dann wird es so klumpen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist das Risiko, dass irgendjemand eine verschraubte Sache verklumpt und wenn das Risiko eben gross ist oder wenn das eben verklumpt, dann geht es voneinander und das nennt man Klumpenrisiko bei einer Schraube. Nein? Ich bin wieder Landwirtschaft. Ja? Wenn du gehst säen, also mit der Anlage, mit so einem Säteil, wo hinten am Traktor anhängst, dann hast du ja so einen Pelter, wo du Saatgut drin hast und hinten gehen so Röhrchen runter und dann gibt es immer ein Sämli rein und dann fährst du weiter und dann tut es immer automatisch im Boden reindrücken. Mhm. Jetzt, wenn es einen Klumpen gibt in dem Saatgut, weil es zum Beispiel ein bisschen feucht ist, dann verstopft eins von diesen Röhrchen und dann hast du am Schluss, wenn es wächst, einfach eine Linie, wo einfach nicht gewachsen ist. Ja. Und das ist ein grosses Risiko, sehe ich aus. Nicht mehr immer wieder zu wenig Feld oder zu viel Samen. Ja. Du kannst es dann nicht gut abernten, weil du einfach irgendwo nichts hast. Du musst genauer berechnen. Da kommst du weniger Ertrag am Schluss über. Mhm. Tschüss, neue Idee. Also ich Aber glaube das- wieder, es ist ein Schreibfehler. Es heisst gar nicht Klumpen, sondern Lumpenrisiko. Aber wahrscheinlich ist, wenn man viel Leppen hat, also es viel so Lumpen hat und die ineinander rein tut, dann kommt man auch so einen Klumpen über. Und das Risiko ist eben, dass wenn die so trocknen, dass man dann die nicht mehr auseinanderbringt. Und dem sagt man darum Klumpenrisiko. Das wäre das Klumpenrisiko, ja. Also ich bin einfach so im Bereich von Flüssigkeit oder sonst irgendwie sowas, wo durch eine enge Verengung durch muss und durch das, dass Klumpen sich entwickelt haben, quasi der Druck, dass es dort kaputt geht. Also das ist dann das Risiko, dass, keine Ahnung, zum Beispiel... Das ist das Risiko, wenn man bei mir beim Swiss Schüttermaß mitmacht und muss die Jägerschatz testen gehen. Und nachher merkt man, wenn man daran sucht, dass es irgendwie einfach zu fest verstopft ist. Oder ich habe etwas. Wir sehen das einfach alles viel zu deutsch, weil wir in Holland haben so Schuhe, so Holzschuhe, und die heißen Klumpen. Und wenn ganz viele Holländer auf einem Haufen sind, dann kommt dann sozusagen ein Klumpenrisiko. Jetzt neben der Dachleiter steht maximal 20 Klumpen auf diesem Platz erlaubt. Ja. Ich habe jetzt andere Bilder im Kopf gehabt mit diesen Holzschüchen und so. Aber lassen wir das jetzt lieber. Ich bin da immer ganz, ganz anders. Und zwar auf der Baustelle, beim Verlegen von Wasserleitungen oder Kanalisationsrohr. Das Wasser verstopft, ja. Ja, es gibt ein Klumpenrisiko, der Scheisse wenn zu viel Scheiße durch die Kanalisation läuft, dann gibt es einen riesen Klumpen und dann verstopft das Rohr und dann gibt es Rohrbrüche und was auch immer. Und es gibt so bestimmte Nahtstellen bei den Rohren, weißt du, dort, wo man sie so ineinander reinsteckt. Und dort hast du ein erhöhtes Klumpenrisiko.
nicht, dass das okay ist, aber man sagen, da mit die Tasse, genau, du jetzt da deinen Platz, dass man dann nachher kann aufs WC gehen und dass du da keine Klumpen gibt, was das Klumpenrisiko verringert. Genau. Du musst einfach aufpassen, dass deine Tasse nicht ins WC da abgeht im Fall. Sonst haben wir dann ein Klumpenrisiko. Also gut, aber die Baustelle ist in dem Fall auch weit davon weg. He? Ja, so weit weg, wie meine Tasse von euch ist. Was haltest du von Kochen, Backen? Ich finde immer eine gute Idee. Also, weißt du, dass du zum Beispiel irgendeinen Teig machst Ja. mit bestimmten Sachen, die untereinander quasi einen Teig geben, aber zwei Komponenten davon geben Klumpen. Und wenn man das nicht richtig genau zueinander mischt, dann entstehen die Klumpen und dann ist der Zum Teig kaputt. Beispiel, Mehl und Wasser. Und Salz. Und Hefe. und Phosphor. Und wenn du die Reihenfolge anders machst, wie es im Rezept angegeben ist, dann kommt etwas komplett anderes Du dabei meinst, raus. zuerst Wasser auf den Tisch leeren, noch ein Mehl dazu leeren? Zum Beispiel. Nein, aber du hast ja immer ein Klumpenrisiko, wenn du einen Brotteig machst zum Beispiel. Du hast ja immer ein Klumpenrisiko. Also du meinst Wenn du Risiko? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Er meint wahrscheinlich, beim Risiko ist das Risiko, dass der Klumpen, den du willst machen aus dem Teig, gefürcht wird. Das meint er Nein. wahrscheinlich, ne? Ja, aber Ah. nicht, dass es trocken ist und es nicht das Klumpen drin gibt. Genau. Aber ich sehe schon, Kochen ist in dem Fall. Gute Idee, ja. Mache ich gern. Und es gibt gute Aber Rezepte es auf bringt Google, es nicht wo auf genau die die Lösung. Menge gerade von der Tasse hilfreich sind. Sogenannte Tassenkuchen. Da ist ein Zweiteiler auf YouTube. Der zweite Teil von Kann man sagen jetzt einfach, ist es Kochen gut oder nicht? Zu dieser Frage. Ja oder nein? Ist es gut, meine Tasse kaufen? Tschüss, Also ich habe irgendwie das Gefühl im Fall, es ist. Ich komme wieder zurück auf die Versicherung. Es hat irgendeinen Versicherungsfall gegeben vor x Jahren und seitdem gibt es den Begriff Klumpenrisiko und das kann man offiziell Nachgoogeln, ja genau, kann man. versichern. 2016. Also Welches der Thema ist am das nächsten ganze dran Vermögen gewesen? in das investiert hat. Das ist Klumpenrisiko. Und dass Du, es kaputt geht, habe ich noch gar kein Geld mehr. Welches Ah. Thema war am nächsten gewesen bis Ich jetzt? habe eine Idee. Ja. Das Klumpenrisiko war extrem hoch gewesen bei den Goldwäschern, oder besser gesagt bei den Goldsuchern, bei den Leuten in Amerika, die da im Goldrush nachher sind. Mhm. Weil sie das Gefühl hatten, je grösser ein Klumpen, desto mehr Gold hat es drin. Und das Risiko war eben immer, gewesen, dass wir schauen mussten, was passiert hinten dran, weil hinten dran ist immer ein Gauner mit einem Revolver, wo Das ist das je nach Risiko. Klumpen, den du in der Hand gehabt hast, hat er dich verschossen. Das war das Klumpenrisiko gewesen. Nein. Scheiße. Was ist, wenn es einfach der Punkt ist, wo, wenn du Rahm schlägst, dass es nachher zu Butter wird? Wenn du zu lang das machst. Ich glaube, dem sagt man anders. Ja, das glaube ich eben auch. Ist das das andere Risiko? Das Rahmenrisiko. Das Rahmenrisiko. Das Klumpenrisiko. Klümpen. Denk mal anders. Hat es irgendein Thema gehabt, das bis jetzt nicht schlecht war, wo wir genannt haben? Irgendetwas, Wie mit wo... Tasse. Ja, hat ein paar Sachen gegeben, die ich von angesprochen habe. Es hat nicht irgendwie das ist falsch. Dabei sagen.
Ich weiss doch nicht, was ich gesagt habe. Ja, das habe ich auch Ah, er hat die richtige Antwort schon gesagt und du hast gesagt, sie ist falsch. Ach so. Nein. Das hätte ich gehört. Also Versicherung ist nicht schlecht, in dem Fall. Sagst du? Nein, frage ich. Frage weiter. Geh Marco, noch eine Idee zur Versicherung? Was kann man denn noch für Klumpen versichern? Hagel! Hagelklumpen? Ah, Ja! ja. Wenn so ein Klumpen oben runterkommt, ist das ein Klumpenrisiko. Puh. Also du meinst, du kannst die Sachen auch auf eine bestimmte Größe versichern? Oder wie willst du damit sagen? Wegen Hagel? Das versichert heißt, okay, dieses Auto ist bis zu 5 cm großer Hagelkörner versichert. Ja, wenn der Klumpen grösser ist, hast du Pech gehabt. Ja, genau. Alles darunter wird als sogenanntes Schneerisiko zählt, weil sie nicht auseinanderhalten können zwischen Hagel und Schnee. Darum, Das heisst, Versicherung will theoretisch zwei Versicherungen anbieten. Das heisst, du brauchst theoretisch eine Schneeversicherung und eine Hagelversicherung. genau. Wahrscheinlich. Wenn sie über 5 cm groß sind, brauchst du eine Hagelversicherung und unter 5 cm große Böden brauchst du Schneeversicherung. Müsstest du damit jetzt Ja, aber sagen? wenn ich dir jetzt so zulasse, Purzel, dann hat es nichts mit Versicherungen zu tun. Vielleicht kann man das kombinieren. Weil ich meine, vielleicht ist so wirklich Was kann man versichern? wo man dann auf die Bank bringt, ist ja eine Risikoanlegung. Und dann ist es halt ein Klumpenrisiko. Also was? Wenn ich Geld auf die Bank bringe, ist das ein Risiko. Ja, nein, weißt du, Gold ist ja, also hat ja keinen Fixwert. Gold. Oh, Wenn ich Gold auf die ist Bank ja bringe. Das ist ja eine Risikoinvestition. Wenn es dann halt ein Goldklumpen ist, ist es ein Klumpenrisiko. Ich denke mal eher so ein bisschen was anderes. Was kann man vielleicht noch eher so ein bisschen als was anderes? Weg vom Klumpen. Mit zum Risiko. Zum Beispiel, ja. Aber wenn du sagst, ich bin mal einmal näher dran gewesen, ich habe im Fall echt keine Ahnung mehr, was ich alles gesagt habe. Ich weiss, ich habe über Kanalisation geredet, ich habe... Du hast über anderes geredet, wo du näher dran bist. Und was ist das gewesen? Ich denke ich mal weiss nicht es an im Fall. Klumpen, sondern mehr was anderes. Zum Beispiel mehr so ein bisschen Versicherung hier. Also Versicherung ist nicht gut, ist gut gewesen. Geh mal, was du weißt, aber hast du noch für eine Idee? Du hast gerne Volaria, Leute, ich habe noch eine Idee. Ich weiss nicht, was ich gesagt habe. Sag jetzt mal, Ich weiss aber gib mal einen Tipp. Versicherung. Mhm. Ein zweiter Tipp ist wegdenken von Klumpen. Ist es eine Haftpflichtversicherung oder ist es eine freiwillige? Klumpenversicherung. Also es ist nichts Zwanghaftes. Nein. Das macht man selber theoretisch. Das Risiko geht man selber rein. Wie man immer Also irgendwas da- Bestimmtes macht. Indem man jemanden schwängert. Hat jemand einen Klumpen im Bauch oder was? Ja. Ah, krass. Nein, Ich meine, nur so eine schwierige Überlegung. Ich sage euch, irgendwann eine Versicherung, dann kommt der mit schwanger werden. Also du meinst, von Kondom gehabt heute schon und von anderen Sachen. Also. Aufgeilungen? Nein, Vergeilung. Vergeilung, ja. Darum wachsen die Kinder wahrscheinlich im Bauch hinein. was für Versicherung gibt es alles noch, Mann? Es geht irgend um eine sportliche Tätigkeit, habe ich so das Gefühl. Ist es, wenn du beim Klettern auf Berge gehst, dann gehst du halt ein, dass die halt Klumpen im Kopf treffen. Das ist dein Klumpenrisiko. Und wenn du keinen Helm hast, Ich denke mal, weg von den Klumpen. Genau.
denke mal mehr was anderes. Mir so ein Risiko. Wo geht man Risiko ein? Beim Autofahren. Sonst noch? Im Sport machen. Sonst noch? Weilo? Bezogen auf Versicherungen. Reisen. Hi, das ist so eine Idee. Also hast du schon Haftpflicht, Hausrat. Hausrat? Wo geht man selber? Kannst du dafür, wo geht man selber ein Risiko ein? Investieren. Investieren in was? In Geld. In Gold. Klumpen. So, Aktien. Zum Beispiel, ja. Oder Immobilien. Zum Beispiel, ja. Das hat mit einem Klumpenrisiko zu tun. Wenn alles zusammengeht. Den hast Pech gehabt. du. Kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Und das ist Ist Klumpenrisiko. das noch schöner formuliert? Was schöner formuliert. Ja. Also wenn du einen Aktienzusammenbruch hast, hast du ein Klumpenrisiko. Oder wenn du in unsichere Sachen investierst, hast du ein höchstes Klumpenrisiko. Ja, Nein, wenn du anformuliert? wenn du in mehrere Sachen investierst. Nein, nicht mehrere. Ah, okay. Wenn das Portemonnaie einfach verlierst. Auf dem Klo. Ja. Zumindest ist das ein Klumpen. Im Gegensatz zu der Aktie, oder? Ja. Aber was ist hier noch formuliert? Das ist wirklich genau, also das ist richtig Geld da. Also, aber es geht einfach wirklich, wenn man irgendwie Oder in ein Unternehmen investiert, in Aktien, aber das so in einem hohen Anteil, dass man eben ein gewisses Risiko eingeht, dass man dann eben auch alles verliert, wo man dort investiert. Genau, also das Klumpenrisiko einfach, wenn das Risiko, dass du halt ganz viel verlierst, sehr hoch ist. Ja. Kann man so Geld Gelten lassen. Genau. Yes! Sehr schön, Remco, sehr schön. Hä, was? Ja, Besteht Ihr Nein, Vermögen zu einem gewichtigen Anteil aus einem einzigen Wertvermögen, zum Beispiel Liegenschaft oder eben Aktien oder Wertschriften, so den Staat, dann sind Sie an einem Klumpenrisiko ausgesetzt. Das heißt, wenn du das verlierst oder wenn da irgendwie was daheim heißt, du irgendwie alles in ein Gemälde einsetzen, das ganze Geld, und nachher geht das irgendwie verloren oder das senkt sich irgendwie die Aktie, das ist irgendwas, dann verlierst du halt einen Hochanteil, was bei dem Gesamtvermögen dann massiv spürbar ist. Das nennt man Klumpenrisiko. Okay. Wird mir nie passieren in dem Fall. Wenn jemand von einer Kuhtasse investiert, dann hast du ein riesiges Klumpenrisiko. Wenn er die verliert, die Tasse, dann ist er ruiniert, ich sag das. ich sag's zwar, ich kann die Aktien investieren, wo um die Tasse geht, wirklich, es geht um eine Tasse. Wenn ihr schon mal in was investiert, wo es nur etwas davon gibt, Also beim Game Rocker musst du nur in den Hintergrund schauen. Aber Ja, bei mir gibt es ein paar Sachen. Also schon nur das da im Fall. 50.000 Das. ich habe Franken. Gitarre nicht gemeint, aber. Ja, aber ja, die LP ist ein Unikat, nur so nebenbei. Die Tasse ist auch ein Unikat. Der Globus aus dem Jahr nicht, Mann! aus dem Jahr Game Rocker ist sofort- 1975. Der Game Rocker volle Menschen, da kommt der Purzel mit so einem Scheiß, Mann. Ja, hallo, Nur in wir Tassenuhr. Wir haben alle Unikats daheim, das ist ja so. Wir sind so gesehen auch. Ja, Unikat. So, bin erst total genial ausgewählt, wieder live miterleben, wie der Game Walker darf die Tasse in die Luft heben.
Und einstreuen. Und tue wie einfach mit Leute keinen? Ich bin so ein Risiko am Arsch. Also ich schlage vor, wenn es jemand schafft, bei dem Format 100 richtige Antworten zu bieten, alle Sendungen zusammenzählt natürlich, dann bekommt er wirklich so eine Purzeltasse über. Was meinst Aber da bin ich doch schon ziemlich dran, nicht dran, wenn nicht Du sogar meinst, schon nicht drüber. sogar, da ist ja sogar drüber. du? Glaube ich nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Du willst tauschen, wer schafft es eher? Game Walker oder The Wall Away? Lieber dort dran, wo ich mich eher fragen her, eher in Richtung Sprichwörter oder so irgendwas? Oder Redensarten? Oder eher in so Arten wie Lumpenrisiko? Oder Vergeilung? Aber jetzt mal Real Talk. Ich meine, du redest immer von dieser Tasse. Aber wieso ist es eigentlich immer noch ein Unikat? Also, Weil ich keine Ahnung habe, wer die Tasse wo hergestellt hat. ja, du kannst doch die Tassen irgendwo hinbringen, wo die Tasse herstellt und bemalt. Und dann kannst du sagen, ich möchte von diesen 50.000. Und das ist eingraviert. Ja, das macht doch nichts. Die werden das ja auch wissen, oder? Ich weiß nicht, wer das eingravieren lässt. Das wäre die nächste Grafe, Frage für die ja. nächste Sendung. Das ist die nächste Frage. Wer, wo hat Boss eine Tasse her? Hast du Kein einen 3D-Drucker. Aber Hast du, der Gewinner von uns, der Game Walker Gewinner, der kuschelig, hübsche Has. Ja, aber ich bin im Fall gar nicht so sicher, dass ich heute mehr Antworten richtig habe als der Remco. Ich glaube, er hat da im Fall auch recht viele gute Antworten gegeben heute. Und, Er hat eine Antwort richtig gehabt bei der Entweder-Oder-Quiz. Ja, die Vergeilung habe ich richtig gehabt. ja, eben, gell? Es geht Oh, nur zwei, drei darum, wer hat die andere Frage Sachen richtig bei Entweder-Oder. Ach so. Ich sehe schon, du nimmst es wieder sehr, sehr, sehr genau, Herr lieber Purzel, du. aber Purzel, irgendwo auf dieser Tasse steht doch sicher, wer es hergestellt hat. Dr. Albert Einstein. Ist das gerade so eine Aussage wie dumm, dimmer Purzel oder wie? Hä? Dumm, dümmer Purzel. Hallo? Das steht da drauf. Firma. Purzel. Also du kannst bei wirmachendruck.ch, wo absolut seriöse Seite ist, ich meine, die werben sogar mit dem Gölle, kannst du dir customized Tassen Zum bedrucken. guten Werte, die ich am Ende wieder drauf habe, bei Instagram, sehr sinnvoll. Wirklich sehr seriös. Wer drauf oder dabei war, ist halt okay. Drauf hat schon eine vierstellige Zahl abnimmt, aber der Gute. Was macht der da? Aber bei wir drucken seriös, wie das Ding heißt, kann man nur das drucken Was lassen. macht wer was? Aber Oh. mit Ansage, bei einer nächsten Spezialausgabe, was es irgendwann gibt, so in 50 Jahren, kann man so eine coole Tasse gewinnen. Das ist Sicher? gut, in 50 Jahren kann ich nicht mitmachen, da weisst. Und auf Wir dem müssen ein drauf steht, Spezialevent machen. total genial, Double. Aha. Also Double oder Double? Also, Der Double von total genial. Nein, Also wenn- besser Scheißer drauf. Total genial, das besser Scheißer. Da Also- steht drauf. Ja, es ist Purzel. ein Laserrätsel. wenn du bei jeder Sendung, bei dem, wo am meisten richtige Antwort gegeben haben, so eine Tasse schicken, dann müsstest du dem Game Rocker wahrscheinlich zuerst einmal einen Kasten schicken. Zu Anfang. Also, Dafür noch schnell Oder? nur so kurz eine Frage an euch. Weißt du die Mehrzahl Ich akzeptiere nur Haarrassen. weißt du die Mehrzahl von Bier? Was? Sorry, ich habe die Frage nicht verstanden. Weißt du die Mehrzahl von Bier? Bier? Kasten. das? Ja, eben, ein Haras, sage ich Aha. dem. Ja, ich sag dann Vorglühen. Aber wie viele Tassen das der Game Rocker überhaupt würde absahnen bei diesen Sendungen, das muss dir einfach klar sein, Purzel. Dann ist es kein Unikat mehr.
Doch, was Dann Dann hat- scherbeln sie nicht zum Spottpreis. Dann hat er Er geht irgendwann, nach Miami und macht sich kaputt und sagt, oh, das wäre 50.000 Franken wert. irgendwann hat er hinter sich so einen. Du, Turm. Matratze, ne? Oh, ja, die wird grösser sein als die Gitarre nicht hin. Ja, ja, vielleicht dann, ja. Finde hinten all das Thema wahrscheinlich mehr wert wie meine Einzeltasse. Also ich hoffe doch schwer, dass meine Gitarre mehr Wert hat als deine Tasse. So ist. Ist was falsch investiert. Ich habe das Klumpenrisiko eingegangen. Ja, eben siehst du, bist das Klumpenrisiko eingegangen, ich nicht. Also ich hoffe, euch hat die total genial Show-Folge gefallen. Safe. Absolut. Oder? Ja, ich habe es lustig Ich hoffe, gefunden. wir werden euch wieder mal sehen bei dieser total genial Show. Danke für die Frage. Ja, mal wichtig, so ein Vierer-Duell, Wilo, Remco, Game Walker und der Wolverine dabei haben. Und dann sagen wir mit Ansagen jetzt schon, dann habe ich die Taste hier am Start, wo ihr könnt gewinnen Gut, Danke für das Wort. das haben wir gehört im Fall. Das ist live jetzt hier ausgesprochen worden. Ui. Und ich darf nicht auf mitwarten. Dass da noch die Ja, Chance auf der danke, Liste danke fürs steht. Organisieren, lieber Purzel. Und so. Ich hoffe, ihr habt die Frage gut gefunden. Das ist irgendwie blöd, weil einige Leute letztes Mal gemeint, dass ich die Frage ein bisschen blöd gemacht habe letztes Mal. Nein, blöd sind die Fragen nicht gewesen, auch das letzte Mal nicht. Sie sind einfach, ich sag jetzt Einmal war mal, der ähnlicher gewesen wie am Anfang. Besser als die erste Frage hoffe ich zumindest mal. Die letzten sind so ein bisschen, ja, spezielle Fragen, die man vielleicht nicht so wissen kann. sie sind einfach ein bisschen anders, weil am Anfang, wenn du so eine Sendung machst und hast gerade die besten Ideen und nachher musst du dann anfangen so richtig recherchieren und das merkst du einfach. Täglich. Ja, das das finde finde ich ich ja super. immer einen Kaffee und aus dieser Tasse. Das hilft mir wirklich, bis coole Fragen raussuchen. Das erste Mal habe ich eine coole Frage am Start, auch ein paar coole Quiz am Start, Worte erzählt, wer denn von euch die geil, also nicht die geil, sondern eine andere, die auch fast so geil ist wie meine Tasse. Wir können total genial Logo drauf, kann gewinnen. Mit Ansage. Der heißt ne, eine Tasse nimmt den total genial Double. Also ich bin überzogen, deine Ansprache zu den Tassen, mit dem könntest du eine ganze Sendung füllen. Mach keine Scheiße. Ihr seid mir ein bisschen Nebending. Das nicht so, das nicht so, also das nicht mehr der untere Band in der Ski, wo du steht Werbung. Ja, also da musst du langsam Das werden wirklich wir so machen. Dauerwerbesendung da. Hä? Das Schlimme ist, er verkauft ihn nicht einmal. Also er hat nicht einmal den Merch, weißt du? Es ist. Ah, ja, eben. Also ich erwarte am 1. April von dir auf dem Merch so eine Tasse. Zumindest am 1. April. Ist dann die Vielleicht, nächste... ja, du kannst, okay, ich mache eine. Aber drauf steht dann aber nicht verfügbar. Der 1. April ist am Samstag leider. Sehe ich gerade. Macht sie am Dienstag. Und drauf steht Aha. dann nicht verfügbar. Das. Oder? Eigentlich müsste Ja. man am 1. April eine total geniale Show machen. Das ist eigentlich das, was er gemeint hat. Verarsche Frage. Mit der Scherzfrage wie... Wie viel Zwischen Kugeln Berg haben und in Tal. einem Literglas Platz? Ja, ist gut, wunderbar. Überlegt euch das gut. 1. April kann man die Tasse gewinnen. Das tönt nicht so, als hättest du Freude dran. Der Immer. Tasse. Überlegt euch das gut, das tönt nicht sehr einladend. Nur mal so als Information, weil Tasse, nur so als Information, Tasse passt perfekt zwischen die beiden Lippen. Das Gefühl ist wirklich unwiderstehlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Quiz heute. Lasst unbedingt ein Like da, nicht vergessen, abonnieren und das Glöckchen aktivieren lassen. Und Sonst kommt dann da noch Portal bei vorbei und wird das versuchen zu verkaufen.
Und unbedingt natürlich bei allen natürlich auch auf dem Genau. Kanal vorbeischauen, liken, abonnieren, kommentieren, Glocken aktivieren. Bei diesen Dürfen Jungs wir auch da. schnell beim Remco und beim Gamewalker bedanken, genau. Meine wirklich ernsthaft bedanke vielmals für den Remco und beim Gamewalker, dass heute noch da dabei sind. Ja, danke dir, Purzel, für die Einladung. Ja, gell, macht man doch immer gerne. Ja, wie schon gesagt, nächstes Mal den Railo, Gamewalker und Remco dabei, ihre Rollerei beim Duell um die total genial beste Scheiße-Tasse. Gut. Das ist gut, okay. Schauen Also wir ist das mal. bestätigt jetzt in dem Fall, oder was? Ich glaube noch nicht, oder? Weiß nicht, immer nachher draufdrucken lassen. Du sagst das da öffentlich, hallo? Kannst nicht machen. Purzel. Total geniales Beta-Scheiße. Ich schiebe mal drauf und schicke so ab. Am Remco Das ist gut. dem Vertrauens-Tastendrucker des Vertrauens. Wow, Modwert vom Gülle. Das wir drucken.ch. Ja. Ist dir eine deutsche Firma, die sowas druckt? Ja, wenn du noch ein bisschen Versandkosten willst, haben. Finde ich eben dort das Dingrisiko dabei, das Klumpenrisiko. Hund sie ganz an, der wird sich kaputt ankommen. Ja du, bevor jetzt der Stream endlos lang wird, wie wir auch schon erlebt haben, möchte ich mich von meiner Seite auch noch herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei gewesen sind. Ist das schon doch etwas lang, ne? Das wird Leben nicht 41. Ja, aber es ist auch schon 12 geworden, oder noch länger. Game Rocker kann ein Liedli davon singen. Jawohl, und ich werde es nicht so lang machen heute im Fall. Nein. Also, wie schon gesagt, coole Frage, hoffe ich, heute kann ich coole Fragen stellen. Ein paar Fragen habe ich jetzt noch offen für nächstes Mal. Ich kann übernehmen. Das ist super. Ich habe heute etwa 13 Fragen rausgesucht. Wir sind etwa bei Fragen, etwa bei 8 oder 7 Fragen gewesen, Okay. glaube ich. Und wenn ihr die beim nächsten Mal genauso erfolgreich anstellen, dann kannst Wünschst du das, ja? die übrigen 5 noch. Das heisst, du hast jetzt noch 6 Fragen. Ja, etwa. Stimmt das? 13, 5, ja. Und, vielleicht dann auch bei üblichen Livestream vorbeischauen, total genial Livestream, Leute werden da sehen, bei einer von diesen Kandidaten, aber wieder auch der Wallerway, mit der Tasse drin, am Start ist. Hoffentlich. Eva, danke vielmals fürs Zuschauen. Und den wünsche ich euch noch schön. schönen Danke. Tschüss. Abend. Mit der Tschüss Kamera. zusammen. Ciao!